Schaut so aus, als ob es gegangen. Sehr gut. Hobbidi, ey! Meine Damen, meine Herren, meine Freunde, meine Freundinnen, Herrscher der Sonne, Königinnen der... scheiß der Hund drauf. So, Mr. Mozart, Kommentare, Mrs. Monkatz, einen wunderschönen Sonntagvormittag. Mr. Boxer auch am Start und Mr. Werb ist auch schon am Start. Sehr gut, grüß euch. Sind wir fit? Sind wir fit? Wie geht's uns denn? Geht's uns gut? Ren sagt Hi, Bazi. Hi, Ren. Abgesehen davon, wenn sie Bock, Mr. Mod sagt, wenn sie Bock hat, ja, oder beziehungsweise wenn es Bock habt, können wir noch einen Stream noch eine kurze Videoschalte in Discord machen, dass wir mal ja, von Angesicht zu Angesicht mehr oder weniger reden. Wenn sie mag. Ich meine, das ist kein Druck nicht und gar nichts. Der Plan war halt, wir machen, dass wir einen Keilstein wieder komplett fertig machen. Also sprich, wir machen jetzt den ersten nur, der wir nur ein wenig weiter, weil da müssen wir noch das eine oder andere erledigen. Und dann machen wir Keilstein 3 komplett fertig und das soll halt eigentlich der Content für den heutigen Stream sein. Ich werde halt nicht allzu lang überziehen, weil ich werde mich noch halt auf alle Fälle noch, gemäß dem Fall, es steht sonst nichts mehr an, werde ich mich noch 1-2 Stunden aufs Öhrchen hauen. Deswegen schauen wir mal, wie lange wir tatsächlich brauchen. Wenn wir jetzt so natürlich nur eine Stunde brauchen, dann werden wir natürlich schon ein wenig länger. Ja, also mit 2 Stunden auf jeden Fall, vielleicht 3, aber länger halt wahrscheinlich nicht. Weil sonst biege ich irgendwann einmal rechts aus. Aber das sehen wir dann schon. Kriegen wir schon hin, irgendwie, glaube ich. Dafür haben wir gestern umso länger gemacht. Spontan, mit der Schmatzerei. Aber gut. Das wirkt nicht, glaube ich. Ja, wie gesagt, kein Stress, kein Druck, kein gar nichts. Lass mal auf uns zukommen, da ich sagen. Beim letzten Mal haben wir eigentlich auch sehr, sehr gut vorangekommen. Letztes Mal haben wir einen Flammenschleicher gemacht. Beziehungsweise wir haben eigentlich kompletten Keilstein 2 fertig gemacht. Inklusive Flammenschleicher, inklusive Drachengott. Dann haben wir unseren ersten Keilstein noch angeschaut bis zum Turmritter. Also letztes Mal haben wir 3 Bosse gehabt. Heute haben wir, wenn alles glatt läuft, haben wir 2. Haben wir 2, ja genau. Dann haben wir definitiv 2 Bosse. Und dann müssen wir mal schauen. Beziehungsweise, da muss ich nochmal in meinen Guide schauen, wo wir zusammengeschrieben haben, was dann eigentlich tatsächlich zu machen ist. Aber ich glaube, dass wir beim nächsten Mal dann schon tatsächlich die erste Welt auf Schwarz bringen. Aber gut, dazu dann mehr, wenn es einmal so weit ist. Sehen wir schon. Gut. Muss ich gerade schnell schauen. Wie kann man das eigentlich, das kann man eigentlich gleich nebenbei noch aufmachen. Sicher ist sicher. Sehr gut, dann lassen wir das zu. Stört das dabei nicht, weil dann kann ich immer wieder mal reinschauen, falls ich mir nicht sicher bin, was ich machen soll. Weil ich bin ja schließlich auch nicht mehr der Jünger, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Das wisst ihr eh, wie es ist. So. Dann hätte ich fast gesagt, fangen wir an. Oder? Sollten wir anfangen? Oder warten wir noch ein wenig? Hoppala. Entschuldigung. War keine Absicht. Ich glaube, da muss ich Spei wieder ein wenig lauter machen. Okay. Dann. Let's go! Okay. Wenn es unbedingt mögt. Dann fangen wir an. Der war ja mal ganz gemütlich. Sehr gut, Battle haben wir auch schon. Ton haben wir hoffentlich auch. Hört sich gut an.
Blue Point Games. Intro überspringen wir, kennen wir schon. Mit dem wir weiter mit der Saphira. So. Gut, also, beim letzten Mal haben wir noch unser Magiewert massiv nach oben gepusht. Wir haben ja letztes Mal fast 100.000 Seelen investieren können. Unser Magie-Setup ist auch beinahe fertig. Das werden wir heute fertig machen, komplett mit unserer Ausrüstung. Wir werden nämlich später noch einen Ring finden. So ging dann noch ein Tipps dazu. Ich überlegen, wir haben jetzt 11.598 Seelen. Ja, genau. Wir haben dann letztes Mal noch einen Turmritter gemacht. Jetzt muss ich gerade schnell schauen, kennt die investiert, weil da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. 6, das haben wir schon wieder soweit. Da waren wir, wo haben wir den ersten Schluss? Primeval Demon, Nexus, Hoffnungskerker, Schwarze Witwe, machen wir heute alles. Ist der Teil Turmritter, da ist er. Okay. Die Seelen sollten wir quasi jetzt idealerweise gleich mal investieren. Und zwar müssen wir nämlich jetzt schauen, dass wir unseren Intelligenzwert allmählich auf Stufe 24 bringen, weil das sorgt dafür, dass unsere Zauberkapazität noch mit dem 1 nach oben geht und die brauchen wir. Ja, wir haben ja später 2 Zauber oder einen Zauber, der frisst Zauberkapazität. Deswegen wären wir, es gang mit, theoretisch mit 3, aber leichter tun wir uns mit 4 und Intelligenz erhöht, wenn wir das erhöhen, erhöht gleichzeitig unseren Mana-Pool. Da sollte man schauen, dass wir in etwa auf 200 kommen. Ja? Aber gut. Seid ihr fertig? Menschlich haben wir nicht mehr. Wir haben uns ganz brav getötet, gekillt. Also können wir in den Kaltstein weitergehen, weil das mit den Weltentendenzen habe ich ja schon mal dir erklärt, was das auf sich hat. Auf Belux, habe ich die Ehre. Alles fit bei dir. Wir gehen mal in die Vorburg. So. Unsere Mission jetzt ist, dass wir einen Händler befreien. Einer der wichtigsten Händler für uns, die es in dem Spiel gibt als Magier. Oder was heißt, ist eigentlich der wichtigste Händler. Und den müssen wir jetzt befreien. Und zeitgleich finden wir unser letztes Ministerteil. Ja, also das hängt jetzt alles ein bisschen zusammen. Diese Nebelwand, oder? Können wir nur deswegen durchschreiten, weil wir letztes Mal einen Drachengott besiegt haben. Ja, wenn solange der Drachengott nicht besiegt ist, kommt sie ja da nicht durch. Oder letztes Mal so schön geheißen, ja, der Nebel werden wir nicht mehr beeinträchtigt. Ja, findet er lustig. Das ist übrigens auch der, den wir noch ausschalten müssen. Gut. Da ist jetzt natürlich ja so, wir schauen mal, dass wir auf alle Fälle unseren Ring der Gunst ausgerüstet haben, weil bei dem Abschnitt jetzt, wo wir jetzt spielen, kriegen wir massive Heilung und das wird man brauchen. Ja? Oder wahrscheinlich wird man es brauchen. Ist nie schlecht, wenn man es hat. Wir haben halt trotzdem ziemlich stark. Ja, wir machen mal sehr, sehr guten Damage, aber wir müssen mal aufpassen, wir kriegen halt dafür einen relativ guten Damage. Ja? Also die Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Auch wenn wir mir fucking OP haben. So, da oben seht ihr schon, dann Feuerkugeln, die kommen jetzt auf uns zu. Einfach ganz entspannter Ausweicher. Und schon ist gut. Ja, jetzt hinter sich quasi. Er hat uns jetzt da einen Weg versperrt. Da müssen wir später durch. Da müsst ihr aufpassen jetzt. Da kommen nämlich ein paar Gegner raus. Zur Vorsichtshalber Schutz zaubern, weil, wie gesagt, die machen nicht gerade wenig Damage. Mir halt aber auch nicht. So, kurz zur Erklärung.
Jetzt nachher werden wir unseren Ehrenbazi Meisterritter Ostrava wieder treffen. Das ist quasi der letzte Schritt, um sein Questline nahezu safe zu beenden. Wir müssen nur noch darauf schauen, dass uns der Ostrava da nicht stirbt. Ja? Wenn er uns stirbt, haben wir ein Problem. Beziehungsweise, eigentlich hätten wir dann ein Problem. Aber wir können dann später einfach schließen und dann umgehen wir das quasi so ein bisschen. Ja? Das ist der einzige tricky Punkt in dem Spiel oder in dem Abschnitt jetzt, wo wir aufpassen müssen. Weil, wie gesagt, dann Ostrava, sein Questline, müssen wir unbedingt zu Ende spielen. Ja? Um's nahezu, oder um sicher auf Platin zu kommen. So. Da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen. Da kommt nämlich jetzt eine neue Gegnerart. Nämlich die Ninjas. Die tragen den Ring, wie heißt der? Den Tarnring, dass ihr die Gegner nicht so schnell spotten könnt. Deswegen tauchen die meistens erst auf, wenn ihr kurz davor steht. Und ja. Sind aber auch nicht wirklich bedrohlich, so auf die Art und Weise. Ja, man muss halt nur wissen. So, da schießen jetzt natürlich einige mit Bogen rum oder mit Armbrust. Auch sind aber nicht stressen deswegen. Weil die sind One-Hit. Jetzt haben wir da hinten Loot übersehen. Den holen wir uns natürlich noch. Weil das ist, wenn man nicht alles täuscht, Vollmondgras. Und besseres Gras zum Heilen ist immer gut. Wenn man es hat. Ja, Vollmondgras. Nice. Dann gehen wir weiter. Ganz entspannt. Muss ich gerade schnell schauen. Sichelmondgras an der Stelle ist eigentlich relativ irrelevant geworden. Weil das einfach, aua, nicht mehr so viel hochheilt, dass es sich rentiert. So, da wieder aufpassen, da ist wieder so Feuerkugel, einfach triggern lassen. Einfach noch rechts ausweichen. Überrollen manchmal, das ist nicht immer so ein Gegner. In dem Fall ist es halt gut für uns. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil aus den Gassen kommen nämlich auch die Ninjas. Da gerät sie relativ schnell in den Hinterhalt, wenn sie nicht aufpasst. Aber durch das, dass uns der Spezi da jetzt eh schon so brav entgegenkommt, nehmen wir das natürlich dankend auf. So, normalerweise ist da ist jetzt einer mit Armbrust und dahinter fällt jetzt gleich nochmal der Ninja ober, oder? Ach, das war der wo dann obergelaufen ist. Also normalerweise lässt sie da dann, wenn ihr da herlauft, ein Ninja oberfallen und schneidet den praktisch einen Weg ab. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ansonsten ist die Passage eigentlich relativ, ja, unrelevant. Die da hingegen, die hat ein bisschen mehr in sich. Da können wir das mal auch gleich ein Ninja. Jawohl. Ich habe ein Problem mit einer Trophäe. Ich brauche nur noch den Ring des Feindes, dann habe ich Platin. Wenn ich den Ring erhalte, bekomme ich die Trophäe aber nicht. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich den Bug umgehen kann? Und den Bug habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ring des Feindes. Das ist der mit der komplett schwarzen Weltentendenz, meine, wenn mich nicht alles täuscht, gell? Du bist aber schon definitiv in einer komplett schwarzen Charaktertendenz, oder? So, die Stelle ist tricky. Da macht sie auf alle Fälle, weil da stehen 7000 Schützen drin. Da müsst ihr auf alle Fälle aufpassen. Ich darf jetzt persönlich erst die da hinten machen. Wir müssen nämlich dann da in den Turm rein. Und da ist ein Rotaugengegner. Und die Schützen, die nerven einfach unbandig. Da aufpassen, Schutz zaubern. Die Dinger machen verdammt viel Schaden. Da müsst ihr ganz stark aufschauen bei den Gegner. Rotaugengegner, unflauschig, merkt ihr das? Droppen aber dafür auch ziemlich gute Items, muss man abgesehen davon auch dazu sagen. Gut, dass wir unseren Schutzzauber haben. Da links laufen, da fällt jetzt gleich ein Ninja runter. Easy going. Und jetzt ganz entspannt, da steht nämlich der Charlie Brown, also der Minister, der wo uns ein wichtiges Item droppt.
Der wird nur von ein paar Bogenschützen beschützt. Die können wir ganz leicht ausschalten. Indem wir einfach da herum stehen bleiben. Ah, ihr seht, das macht gar nicht wenig Schaden. Hoppala, jetzt haben wir verdrückt. Einmal sorry. Wieder Schutz zaubern. Für weniger Damage. So, wenn die Schützen alle hier sind, dann könnt ihr euch um den Minister kümmern. Ich glaube, in total schwarz, ich bekomme auch ein Inventar, aber die Trophäe kommt einfach nicht hoch. Was siehst du, meint ihr mal von PSN ab und wieder an? Vielleicht, da war nämlich vor ein paar Tagen irgendein Bug mit Trophäen tatsächlich. Es kann natürlich sein, dass da irgendwas ein bisschen durcheinander geworfen hat. Jetzt einfach nicht greedy spielen, das ist jetzt zwar ein bisschen unpraktisch, dass die zwei da daherkommen. Wie gesagt, die Minister, die machen tatsächlich viel mehr Schaden, als wir die, wo wir bisher gesehen haben. Also unbedingt aufpassen. So, jetzt ist er allein und jetzt kann man den auch relativ einfach ausschalten. So, wieder Schutz zaubern. Bringt den eingehenden Schaden um 30%. Hoppala. So. Und der droppt uns ein wichtiges Item. Du blöde Mistsau da drum. Jetzt habe ich ja langsam Faxen dicke da, gell? Jetzt langsam aber dann. Ruhe ist jetzt. Oh, da ist noch einer. Noch einer. Ja, dann. Gut. So. Das Item auf keinen Fall vergessen. So. Der Typ droppt uns nämlich... Oh! Okay, das ist lucky as fuck. Die Goldmünze, die er uns gerade gedroppt hat, ist nämlich extrem selten. Die braucht man später beim Raubenhändler, um einen der Ringe zu ertauschen. Ja? Man braucht einmal die Goldmünze und einmal einen reinen Klingenstein. Die Goldmünze haben wir jetzt durch Lack einfach erhalten, also sparen wir uns schon mal einmal farmen. Das ist gut. Und der hat uns einen Schlüssel gedroppt, nämlich den eisernen Schlüsselring. Den braucht man, um unter anderem einen NPC zu befreien, den wo wir später für eine Assassinen-Quest benötigen. Und dass wir nochmal zu einem Minister kommen, der wo uns wieder einen gewissen Schlüssel droppt, der wo uns auch wieder zu einem NPC führt. Das ist der NPC, der wo ich vorher gesagt habe, der wichtigste Händler für uns Magier. Ja? Das ist nämlich die schwarze Hexe. Die müssen wir befreien. Gibt, by the way, auch eine Trophäe, wenn ihr die befreit. So, da wieder aufpassen. Dann wieder Kugelmeiern. Einfach da overdroppen lassen. Und fertig ist. So an und für sich ist das Gebiet eigentlich gar nicht so schlimm, bis auf 2, 3 Tricky-Punkte. Ansonsten geht's eigentlich. Wie gesagt, wir kriegen halt da ziemlich viel Heilung. Und das ist gut für uns. Solltet ihr aus welchem Grund auch immer Probleme haben, dass ihr keine Heilung nicht mehr habt, geht's einfach in den Abschnitt her und farmt Heilung. Ja, es kriegt da so viel nachgeworfen. So, da kommt jetzt dann gleich wieder Rotaugengegner, also wieder Schutz zaubern. Schwert wieder in beide Hände nehmen. Dann wieder ganz ruhig gespielt, warten bis er angreift. Wenn ihr so geskillt habt wie ich, dann schafft ihr den mit 3 Schlägen. Ganz entspannt. So, da aufpassen, da haben 3 Schützen. Ein One-Hit. Gott sei Dank. Läuft bisher ganz gut. Ja. So, Dora, das ist der Punkt da unten, wo die 2 Hanseln da stehen. Wird nachher, oder später, wenn wir mal die Welt auf schwarz bringen, unser Prime Evil Demon sitzen. Der sitzt genau an der Stelle. Da. Sitzt genau da. Ja, nur für den Fall. Die haben einen gewissen Spot in jedem Kaltstein einen. Also es ist nicht so, dass der immer zufällig irgendwo spawnt. Der spawnt immer an der gleichen Stelle.
So, nehmen wir da die Seele mit. Brennen wir entspannt da auf. Nehmen wir da auch die Seele oder das Item mit. Das ist wieder Vollmondgras, ist gut für uns. So, und jetzt, Freunde, kommen wir allmählich an den Punkt, der wo tricky wird. Den ausschalten. Den Loot mitnehmen. So, und jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen schnell sein. Jetzt kommt nämlich der Punkt. Schalt's auf alle Fälle erst die zwei da aus. Ganz ruhig bleiben. So, und ihr seht jetzt dann gleich, da kämpft jetzt der Ostrava gegen 3 andere. Und da müsst ihr jetzt tatsächlich ein bisschen dummen, dass uns der da nicht wegstirbt. Wenn er uns wegstirbt, haben wir ein Problem. Schutz zaubern. Den ausschalten. Sofort das Tor aufmachen. Weißt, wie habe ich die? Und dann so schnell wie es geht an Ostrava helfen. Der stirbt den sonst relativ schnell weg. Okay, jetzt schild's einmal beide Enkeln hier schon. Ja, okay, und jetzt bin ich tot. Warte mal. Kann man da... Weil ich glaube, da stirbt er uns nämlich. Weil die wieder auf ihrem Jagd machen. Muss jetzt nur mal schauen. Bin mir jetzt selber nicht sicher, einfach Spiel schließen. Der Shortcut ist auf alle Fälle offen, also sprich, er ist durchgekommen. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, wo wir jetzt wieder rauskommen. Das kann jetzt unlucky laufen. Aber das sehen wir jetzt gleich. Weil, wie alles fit bei dir? Auf dem letzten Meter. Schade. Aber gut. Ah, wir kommen da wieder raus. Das ist gut für uns. Okay, das ist ja fast da, wo wir aufgehört haben. So, jetzt zaubert er aber gleich Schutz. So, der ist wieder am Leben. Backstaten. Ja, Ostrava lebt noch. Sehr gut. Und dann gleich... Den Zauber, was der da gerade gemacht hat, werden wir jetzt noch selber nutzen können. So, Tor machen wir ihm natürlich auf, wie gewünscht. So, Ostrava kann durch. Und jetzt sollten wir halt idealerweise selber nicht nur einmal sterben. Und sie fix, warum erwischt die mir denn da ständig, hä? Die Tricks auch die. Ihr seht, die Typen machen gottlosen Schaden. Unfassbar. Jetzt bin ich hier. Oder nicht? So gottloser Schaden, was die machen. So, wo ist der Ostrava jetzt? Wo ist denn der jetzt? Hä? Wo ist denn der Ostrava? Ostrava wo? Bin jetzt bescheuert? Wo ist denn der? Hey, ich verstehe die Frage nicht. Wo ist denn der Ostrava? Rhetorische Frage, frag. Bei mir passt das Wifi. Ich verstehe die Frage nicht. Wo ist denn der Ostrava jetzt? Der müsste doch eigentlich jetzt da herumstehen. Oh, schon du Saublitz. Oh, are you kidding me?
Hey, wo ist denn... Leider, ich verstehe jetzt gar nicht, wo der Ostrava oben bleiben müsste. Der müsste halt eigentlich da oben stehen. War das eine rhetorische Frage? Nein, das war eine ernst gemeinte Frage. Weil normal steht der, wenn du durchs Tor durchlässt, steht der oben an der Mauer und wartet dort, bis das er halt praktisch... Bis das du halt praktisch ansprichst. Keine Ahnung, wo der hier verschwunden ist. Okay. Ich hoffe jetzt einmal, dass der Minister nur lebt. Dass wir es nur mal probieren können. Ja, okay, passt. Hilfe! Ich werde von Seelenlosen gerettet. Ja, das ist mir schon klar. Was heißt es? Öffnet das Tor. Ah, geht doch! In Herrgottsnamen! Der ist ernsthaft da hinter den See gelaufen. Are you kidding me? Ach, da lebt noch einer! Da gehst her. Tupf dich, Arschloch. Ach, der versteckt. Ach, das habe ich auch nicht gewusst, dass sich der da hinten versteckt. Ja, lol, okay. Gut. Sei Questline haben wir so gut wie abgeschlossen. Ihr habt mich gerettet. Zum 3. Mal schon. Ich stehe wahrlich in eurer Schuld. Dies ist alles, was ich habe. Bitte nehmt es an. Nun muss ich gehen. Mein Vater, der König, wartet. Ein reinen Rheinstein. Ja, wird man nicht brauchen. Aber somit moved der Ostrava jetzt zu seinem letzten Spot. Und wir müssen dann ansonsten nichts mehr da mit ihm. Uns ist nur darum gegangen, dass der zu seinem letzten Spot lebendig moved. Weil wenn er da stirbt, dann kann er ja nicht weiter moven. Er erklärt sich, denke ich, von selber. Das war jetzt ein bisschen eine schwere Geburt. Aber dass der da hinten links ins Eck bauen wird, das habe ich auch nicht gewusst. Nice. So, der Minister droppt uns das letzte Minister-Ausrüstungsteil. Das werden wir jetzt nachher gleich brauchen. Das zeige ich Ihnen dann gleich, für was wir das sammeln. Der droppt einen blauen Star, der was hinter dem Käfig hinter sich hat. Und da kriegen wir einen Vollmondgras. An der Stelle, wir gehen da jetzt nicht weiter. Ja, müssen wir noch nicht da. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Und ja, gehen wir jetzt, glaube ich, zählen aus und dann müssen wir unser Refugium kaufen, wenn wir nicht alles täuscht. So. Beziehungsweise, im Moment, na, können wir eigentlich gleich anders machen. Wir brauchen jetzt gar nicht zurück an der Stelle. Noch nicht, zumindest. Genau. Wir haben ja vorher von dem ersten Minister diesen eisernen Schlüsselring gekriegt. Der öffnet uns jetzt folgende Tür. Wir sind natürlich jetzt Early-Game-Gebietsgegner, die sind nicht stark oder nicht mehr stark. So, der eiserne Schlüsselring öffnet uns diese Tür. Und da finden wir jetzt unter anderem einen NPC und einen weiteren Schlüssel. Da müssen wir ein bisschen Obacht geben, weil da ist auch wieder so ein Saudepper der Ministerin, der wo ziemlich stark ist. Gut, den haben wir ausgeschaltet. Und der droppt uns jetzt den blutigen den blutigen Eisenschlüssel. Den Schlüssel brauchen wir ganz dringend. So. Da machen wir die ganzen Käfigtüren auf. Und schauen wir. Da gibt es ein paar schöne Seelen. Mehr Seelen haben mehr gut, habe ich gehört. Da drin sitzt der NPC. Genau deswegen gehen wir da eigentlich runter. Weil, den brauchen wir für später. Wer ist da?
Ihr habt den aufgeblasenen Faulpelz für mich erledigt. Ich bin Björn, der ältere der Zwillingsfänge von Boletaria. Vielen Dank. Ihr verdient eine üppige Belohnung. Nur ich habe keine. Komischer Katz. Geht ruhig weiter. Ich mache ein Schläfchen. Genau. Mehr sagt der nicht. Aber der wird uns später massiv helfen können. So, dann haben wir noch mehr Seele gefunden, dann rennen wir noch einmal hinten durch. Die Echse ist nicht wirklich relevant. Und aber mitnehmen, wenn es schon da ist. Auf der Kiste da drüben ist nämlich letztes Mal der Händler gesessen und ihr zwei seht, den muss ich noch sagen. Den Spot haben wir tatsächlich übersehen. I'm sorry. Das können wir jetzt kleiner machen, dann können wir auf die 20.000 Seelen, die wir brauchen. Aber das kriegen wir hin, keine Sorge. Gehen wir wieder nach oben. Ich mache es jetzt umständlich, alles was es sein muss. Sag ich auch dazu an der Stelle. Das haben wir nicht normalerweise in einen Guss gemacht, aber das habe ich vorher im Eifer des Gefechts tatsächlich übersehen. Aber das ist nicht tragisch, das haben wir gleich. Die schlimmen Gegner haben ja jetzt weg. Und der Shortcut ist oft vor allem, deswegen sparen wir uns schon mal einen Haufen Zeit. Beziehungsweise bin mir gerade gar nicht sicher, ob es das auch speichert, dass die anderen Gegner auch hier haben. Müssen wir mal schauen, das darf mich jetzt interessieren. Aber ich glaube schon. Ja, das wird sogar gespeichert. Nice. Können wir einfach durchlaufen. Gut. Wieder auf. Genau, weil vorher habe ich gesagt, erst da drüben die Gegner ausschalten. Weil wir mir da rechts jetzt gleich rein müssen. Da ist abgesehen davon nochmal so ein Rotaugengegner, also unbedingt Schutz zaubern. Für weniger Damage. Und da wartet schon der Hansi. Ihr müsst aufpassen. Hat nämlich noch ein paar mehreren. Müsste noch einer sein. Sag ich doch. Ruhe gibst. Ist die Figur oben schon so durchsichtig, also der Spielcharakter, das ist nur dann, wenn du in Seelengestalt durch die Gegend rennst. Du meinst den komischen Nebelschleier, den wo so umhat, oder? So ein bisschen das, ja, so wie so ein Geist ausschauen, das meinst du wahrscheinlich. Ja, das ist ganz normal, weil du in Seelengestalt rumrennst, also sprich, wir haben ja nicht menschlich, das ist wichtig, weil wenn wir als Mensch in der Welt sterben oder in einem Keilstein sterben, verschiebt sie unsere Tendenz ins Schwarze. Ja, und das war nicht so gut. Das wäre nicht so gut, weil je schwärzer eine Welt ist, umso schwieriger wird es. So, da müsstest du durch. Weg da. Und da Romat sitzt jetzt halt unser Händler. Das ist sein letzter Spot, der moved von da an nicht mehr weiter. Da bleibt er jetzt halt final sitzen. Ist für uns wichtig, weil man den braucht man mir später auch unter anderem für eine Assassinenquest. Ja, um diese Trophäe zu kriegen. Den Kinds Ohren, wenn es wirklich ist, müsst es nicht wirklich da. Falls es einmal knapp auf Heilungssatz und ihr habt gerade wirklich Feiseelen über, dann könnt ihr ein bisschen an Halbmondgras investieren. Ansonsten hat der Typ nichts, was sie rentieren darf. Vollmondgras hätte er natürlich nur. Okay, kostet aber auch 1600 Seelen. Ich finde es aber, wie gesagt, mehr als genug Seelen von dem Zeug. Gut, wenn wir das alles erledigt haben, also sprich den Händler angerufen, den Minister da drüben umgelegt und den NPC befreit haben, plus den blutigen Eisenschlüssel abgeholt haben, gehen wir mal kurz in den Nexus zurück, weil wir holen uns jetzt unser erstes und einziges Wunder, was wir in dem Spiel lernen werden. Und zwar ist es dann Refugium, was uns dann wiederum die Möglichkeit bietet, gratis jederzeit und sofort in den Nexus zurückzukehren. Deswegen haben wir mir auch den Talisman damals mal ins Inventar backelt.
Also praktisch eine Waffe, wo man Wunder wirken kann. Wie gesagt, mehr als wir Refugium wird man mir nicht benutzen. Aber gleich mehr dazu. Ja. Ansonsten haben wir jetzt beinahe fertig dabei. Wie gesagt, wir müssen jetzt die Hexe gleich noch befreien. Das ist aber das Wenigste. Und ihr zeigt es dann auch, für was wir die Ministerteile brauchen. So, kurz in den Nexus. Dann gehen wir zum Ehrenbazi Wundermeister. Das ist der Typ da. Darf ich Gottes Macht mit euch? So, und Refugium holen wir uns jetzt. Das kostet satte 20.000 Seelen. Deswegen haben uns mir die Seelen aufgespart. Das merken wir uns auch gleich. Das ist, wie gesagt, das einzigste Wunder, was wir mir benutzen werden. Und zeitgleich rüsten wir uns. Halt, das habe ich im Inventar. Rüsten wir uns neben dem Zauberstab noch den Talisman aus. Da, wo wir Wunder wirken können. Der NPC, den wo wir eben gerade befreit haben, sitzt jetzt auch übrigens da im Nexus rum. Und da oben ist der Ostrava. Ja? Das Lager brauchen wir, genau. Das ist da. Hallo, ich passe gut auf eure... Aber nochmal das Ganze jetzt, können wir natürlich ein bisschen was einlagern. Ah, so ist es jetzt nicht. Die Goldmünze ist natürlich absolut Bombe, dass wir die gedroppt gekriegt haben. Die tun wir auch mal ins Lager. Wir haben jetzt 14 von die blauen Storner, ungefähr 30 brauchen wir. So, die ganzen Upgrade-Materialien können weg. Das kann man leider nicht einlagern. Das ausgerüstet, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Ja, Zauberstäbe lassen wir uns einmal. So, da nehmen wir jetzt alle Ministerteile mit. Minister Kyros, Minister Handschuhe und Minister Hose. Und irgendwo müssen wir da. Da haben wir einen Gottestalisman, den nehmen wir mit. Ihr habt ein Den habe ich damals eingelagert, den könnt ihr da als zweite Waffen ausrüsten. Wie gesagt, das wird man nur nutzen, um einfach instant in Nexus zurückkehren zu können, wenn wir in der Welt unterwegs sind. Sonst nutzen wir mir da gar nichts, was Wunder angeht. Genau, wenn wir das haben, dann nochmal zurück in die Vorburg. Wir befreien jetzt den wichtigsten Händler in dem Spiel. Also für uns, den wichtigsten Händler. So, da wieder aufpassen auf die Hunde. Gut. Dann da hinten einer, das sieht man ganz schlecht, wenn man es nicht weiß. Das ist ein versteckter Gang. Und da können wir jetzt den blutigen Eisenschlüssel verwenden. Da hinten gibt es, glaube ich, einen blauen Stor, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, das müsste der blaue Stor sein. Sehr gut, nehmen wir mit. Bisschen verwinkelt das Ganze. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Janam von Bloodborne. Das hat so ein bisschen was. Das nächste Gebiet erinnert mich massivst an Janam, wo wir dann hingehen. Da ist dann noch mehr die kriegen wir auch auf mit dem blutigen Eisenschlüssel. Und in diesem Turm, Freunde der Sonne, sitzt unser Händler gefangen. Und den müssen wir befreien. Und da hat das Spiel eine ganz coole Mechanik. Ich werde Ihnen gleich sagen. Da kommen nämlich auch unsere Ministerteile gleich zum Einsatz, die wo wir gesammelt haben. Abgesehen davon ist sowieso sehr wichtig, dass wir da herkommen, weil wir finden in den Turm jetzt auch gleich 2 Ringe. Und jeder Ring ist ja bekanntermaßen Platin. Also, Ring Nummer 1, der Ring der Verfluchten. Und Ring Nummer 2 ist der Ring der magischen Natur. So, und da ist jetzt ein Rampen. Ja? Da kann man mir jetzt nicht auf. Ja? Haben wir keine Chance. Und dahinter sitzt unsere Händlerin. Da oben sitzt jetzt so ein Ministerzipfelklatscher, den sieht man jetzt von da wahrscheinlich nicht gescheit. Ah, da oben steht er. So, und der lässt nur Leid auf, für die, wo gleichgesinnt haben. Und jetzt passt's auf. Genau deswegen machen wir uns mal ein bisschen nagelig. Jetzt passt so, das geht gleich ein bisschen creepy. Wenn ihr den Hut aufsetzt, fängt nämlich unser NPC an unser Charakter an zum Locher. Auch aufgemerkt. Creepy. Genau.
Wir rüsten jetzt die komplette Ministerrüstung aus. Und auf einmal erkennt er uns, als wäre man einer von seinen. Und der lässt uns die Rampen runter. Natürlich lassen wir uns jetzt das nicht nehmen. Wir zaubern uns Schutz. Der tut uns jetzt auch nichts, weil er meint, wir haben auch einer von ihr, ne? Und dann schalten wir den Typen aus. Gut. Somit haben wir alle Minister erlegt. Und alles ist gut. Und das ist jetzt unser wichtigster NPC, unser wichtigster Händler. Und das Coole ist jetzt, die meinen jetzt, wir sind feindlich. Jetzt passt so, wenn ich mit der in der Rüstung rede. Was wollt ihr von mir? Kennt ihr Barbaren keine Gnade? Tut, was ihr wollt. Es gibt hier keine Geheimnisse. Nur eine müde, ausgezehrte Gestalt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das im Stream hört. Wie gesagt, ich habe die Spielelautstärke schon komplett aufdraht. Auch die Sound-Dinger von den Gesprächen, also die Gesprächslautstärke, das ist alles auf Maximum. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt irgendein Wort verstanden habt. Auf alle Fälle sagt sie, ja, warum wir so barbarisch sind und wir sollen doch mit ihr jetzt da, was wir mengen, weil es gibt scheinbar nur noch die Hölle auf Erden. Man kann jetzt meinen, ja toll, für was haben wir denn das jetzt gemacht? Das meinen sie aber, wie gesagt, nur weil wir mir jetzt eben die Ministerrüstung auch haben. Jetzt werden wir natürlich wieder unsere normale Rüstung anziehen. Dann schaut die ganze Geschichte anders aus. Ihr kommt, um mich zu retten? Danke. Nein, mir geht es gut. Eine kurze Rast, dann kann ich wieder laufen. Genau. Sie rastet jetzt kurz und das ist im Endeffekt der Startschuss für uns. Sie hat sich jetzt im Endeffekt bedankt, dass wir es befreit haben. Sie rastet jetzt da kurz, sobald wir jetzt in den Nexus zurückkehren, was wir jetzt gleich tun, sitzt sie im Nexus. Ja? Warum bei mir mit Stimmen so leise sind? Mod sagt, das ist einfach Spiel, ich kann da nichts ändern. Ich kann das gern sagen. Bei mir ist Audio alles voll. Ich kann nicht mehr da. Es geht nicht mehr. Das Spiel ist auch voller Lautstärke. Ja? Die Demon's Souls ist leider ein sehr leises Spiel. Abgesehen davon. So, jetzt ist natürlich das Coole, wir haben unsere Refugium gehört, das heißt, wir sparen uns die ganze Lauferei. Wir kehren in Nexus zurück. Kleider machen Leute trifft es da ganz gut, genau so ist es. Trifft es 1:1. So, und jetzt, Freunde. Die sitzt jetzt da. Ja? Die mag uns zuerst nichts lernen, weil sie sagt, ihre Magie, die sie uns beibringt, ist schwarze Magie. Das ist auch wirklich so. Da hat sie ein bisschen so Skrupel davor. Aber einfach nur zweimal anreden und schau, erklärt sie sich bereit. Und jetzt, meine Freunde, das sind die mit Abstand zwei wichtigsten Offensivzauber, die wir brauchen. Das ist einmal A, die Feuersbrunst. Da braucht man eine harte Dämonenseele dafür. Das ist eben eine Bossseele. Genau deswegen habe ich gesagt, dass ihr Bossseelen auf gar keinen Fall konsumieren dürft, weil man eben da Zauber und Wunder damit lernen kann später. Und man braucht da alle Zauber und Wunder, damit man Platin-Trophäe kriegt. Feuersbrunst, den rüsten wir uns jetzt aus. Oder den kaufen wir uns jetzt. Wir kaufen uns abgesehen davon sowieso beide. So, und das Ding da, der Feuersturm, ist der stärkste Offensivzauber in diesem Spiel. Mit diesem Zauber wird man mir die Gegner so dermaßen grillen, auch Bossgegner. Wir werden jetzt heute noch einen Boss machen, wahrscheinlich sogar 2 Bosse. Nein, einer. Es ist ein Boss, den wird man mit diesem Zauber komplett one-shotten. Ja, das ist kein Spaß, das meine ich ernst. Wir werden einen Boss one-shotten. Ja, mit Hilfe dieses Zaubers. Der Nachteil von dem Zauber ist, er frisst unfassbar viel Mana. Er ist extrem mana-intensiv. Ihr seht es, der braucht 100 Mana, das ist im Endeffekt einmal eine ganze Leisten. Ja, so gesehen. Feuersturm, wie gesagt, der stärkste Offensivzauber. Und der braucht eben auch 3 Zauberslots, das seht ihr unten. Deswegen müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich den 4. Zauberslot kriegen. Den holen wir uns aber auf alle Fälle, schauen wir.
So, werden wir Zauber merken. Wir rüsten wir jetzt ab Flammenstoß und Wasserschleier und rüsten wir aus Schutz und Feuersbrunst. Und dann, Freunde, haben wir soweit alles. Wir haben jetzt fast, uns fehlt jetzt nur noch ein Teil für unser Magie-Setup. Ja? Und das finden wir jetzt im nächsten Keilstein. By the way, ihr kriegt fürs Befreien der Hexe eine Trophäe. Habt mir jetzt nicht gesehen, weil ich hab die schon. Ja? Und jetzt haben wir, wie gesagt, beinahe alles zusammen. Wir haben nicht menschlich. Und jetzt gehen wir in Akt Nummer 3. Und den werden wir komplett fertig spielen. Ja, wir bringen diese Welt komplett auf Weiß. Heute. Jetzt gleich. In den Hoffnungskerker, Turm von Latria. Wo man jetzt leiser außer die Stimmen und push down spielen im OBS, wird es wieder Möglichkeit. Ja, gut, das stimmt, das kann man machen. So. Da kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Von diesem Gebiet bin ich damals so elendig penetriert worden. Weil das Spiel richtig eklig ist. Es schaut da gefühlt alles gleich aus. Was heißt gefühlt? Es schaut alles gleich aus. Man verirrt sich, da gibt es eine Gegnerart, die lernen wir jetzt dann auch gleich kennen, die ist sehr, sehr ekelhaft. Ja? Vor allem, wenn ihr da ziemlich am Anfang vom Spiel her geht, ist nicht so wirklich schön mit anzusehen, wenn du da ständig penetriert wirst. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile äußerst OP. Das heißt, wir können uns jetzt ganz in Ruhe in dem Gebiet umschauen. Für den Fall, dass die Frage kommt, weil ich glaube, dass die Frage wirklich kommt, das soll ja Gefängnis darstellen. Und das Gebiet erinnert mich halt noch mehr an Bloodborne als alles andere. Ja, auch vom Stil her. Wie gesagt, da gibt es eigentlich nur eine Gegnerart, die da wirklich bedrohlich ist. Die werdet ihr dann gleich kennenlernen. Der Rest wird die handeln oder die machen ja ungefähr gar nichts. In dem Gebiet, beziehungsweise in dem Keilstein, findet man halt mir auch unter anderem den einen oder anderen NPC, den wo wir befreien müssen, den wo der wo Platin relevant ist. Genau deswegen gehen wir da im Endeffekt hin. Oder was heißt? Das war sowieso. Man findet da unter anderem Schlüssel, diese Hoffnungskerkerzellenschlüssel, die braucht man, damit wir einzelne gewisse Zellen aufsperren können. Und da kommt schon das Arschloch von Gegnern, was ich damals gesagt habe. Und zwar sind das so eine Art Wächter oder Wärter. Und glaubt mir, die können ganz bösartig zugelangen. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, dass der da angestaxelt kommt. Und jetzt haben wir Gott sei Dank einen Zauber, die Feuersbrunst, der one-shottet die Gegner. Das ist der Zauber, den wir uns eben gerade beigebracht haben. An der Stelle könnt ihr auf jeden Fall den Ring der Gunst abweihen und nehmt auf alle Fälle wieder Ring des Dufts, damit ein Mana schnell nur wieder regeneriert wird, weil jetzt wird man relativ viel mit Zauber machen. Tatsächlicherweise. Wie gesagt, eigentlich ist das Gebiet... Es kann ziemlich abfacken, eben weil alles genau gleich ausschaut. Aber durch das, dass wir halt jetzt doch schon sehr gut geskillt sind, können wir da eigentlich relativ gut machen. So, den Zellenschlüssel, wo wir gefunden haben, da können wir jetzt die Zellen in dem Trakt zumindest schon mal aufsperren. Wenn es Loot zeigt, nehmt es ihn einfach mit, weil man weiß ja nie, was dahinter steckt. Wolf Ultra, ich grüße dich. Habe die Ehre. Alles fit. So. Aua. Den übersehe ich tatsächlich jedes Mal. Wie gesagt, nicht hudeln, einfach ruhig spielen. Wenn es einmal getroffen wird, alles halb so wild. Ihr seht es dann aber recht schön. Unten, wenn er vor mir der Boden aufleicht, dann ist er in der Nähe. Ist jetzt wieder umdreht, oder was? Ah, ist wieder umdreht, okay. Ja, dann. So, Skisprinten und Grillen. Alles gut, das hört man gern. Kattel, habe ich die Ehre. Bei dir auch ist fit. Wie gesagt, die Insassen haben an und für sich überhaupt nicht schlimm. So. Da hängt wieder Schlüssel, den nehmen wir auch wieder mit. Das Schlimmste an dem Gebiet, wie gesagt, ist einfach, gerade wenn du halt da das erste Mal herkommst, du verirrst dich halt einfach so gottlos, weil du halt einfach, wie gesagt, einfach alles gleich ausschaut.
Ist dieser Guide dann auch auf YouTube verfügbar? Nein, ich habe keinen YouTube-Kanal. Ich kann da aber folgendes, ich kann dir darauf hinweisen, dass die VODs von diesen Streams insgesamt 1 Monat gespeichert haben. Das heißt, wenn du irgendwas versammelt hast, schau einfach in meinen Kanal, geh auf Videos, aktuelle Übertragungen anzeigen oder vergangene Übertragungen alle anzeigen und dann siehst du jeden Stream bis zu 1 Monat hinterher gespeichert. Ja? Oder einfach auf meinen Discord-Server kommen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann kannst du mir da jederzeit Bescheid sagen. Wenn es dir wohl nicht ausgeht, 2 Wochen oder nein, 1 Monat. Werden 1 Monat gespeichert. So, da ist Sackgasse. Seele eines angesehenen Kriegers. Wenn wir da alles haben, dann können wir zurück. Werden 1 Monat gespeichert. Ich habe zuerst auch gemeint, 2 Wochen, ist aber tatsächlich 1 Monat. Die werden nur, wenn du auf meinen Kanal oder auf einen Kanal gehst und auf Videos werden dann nur die letzten 2 momentan angezeigt, aber wenn du dann auf frühere Übertragungen anzeigen gehst, dann werden alle von den letzten 4 Wochen angezeigt. Ah, da haben wir noch Loot. Mehr Loot ist mehr gut. Nehmen wir mit. Silbersteinscherbe ist nicht so, dass es relevant war, aber man nimmt es halt mit. Na, seht ihr, jetzt habe ich mich selber schon verlaufen. Da geht's einer. Okay. Ah, jetzt hat er. Okay. So, dann rennen wir zurück. Und jetzt haben wir ja einen Schlüssel gefunden. Einen weiteren, da können wir jetzt da normalerweise auch aufmachen. Da können wir uns den Loot auch mal noch mitnehmen. Da findet man jetzt im Endeffekt die Ausrüstung, was wir von Anfang an schon haben. Ja, also die ganze Rüstung plus Zauberstab. Aber das ist für uns halt, wie gesagt, unrelevant, weil wir haben ja das alles bereits schon. So, mit dem Schlüssel, den wir jetzt gerade eben gefunden haben, geht die Tür da auf. Und haben wir gleichzeitig schon mal einen kleinen Shortcut geöffnet. Vor der Nebelwand braucht es, by the way, nicht fürchten. Die ist nicht dramatisch. Nicht schrecken, wenn der da angestaxelt kommt. So, da schauen wir einer. Und da haben eiserne Jungfrauen. Und in diesen eisernen Jungfrauen haben meistens Items, aber manchmal springt da auch der eine oder andere Gegner aus. Ich zeige Ihnen aber diejenigen, die was skippen müsst. Und da findet man einen blauen Sturm, die braucht man ja. So. So, da sollte man ein bisschen reinschauen. Da müsst ihr aber ein wenig aufpassen. Ah, da können wir noch nicht rein, da geht unser Schlüssel ab, ne? Seht ihr das? So, und der Tier, da müssen wir noch durch, da können wir jetzt aber noch nicht durch. Das Gute ist, wir können von der Seite schon mit den Gegner ausschalten, ohne dass er überhaupt da durchkommt. Nehmen wir halt natürlich dankend mit, weil warum nicht? So, dann gehen wir da rein. Aufgemerkt, da greifen dann teilweise Gegner an. Also es sind nicht alle Gegner harmlos, also was heißt harmlos, haben sie an und für sich schon, aber manche greifen dann halt einfach auch an, so wie die zwei da jetzt. Aber haben halt alle One-Hit. So, wie die zwei sind angriffslustig, sieht man an der Haltung. Aber ganz easy. Da findet man frisches Gewürz und Königslotus. Königslotus wird man in dem Gebiet tatsächlich wahrscheinlich einmal brauchen, weil ein Gegner oder die Gegner, wo aus die eisernen Jungfrauen kommen, die verseuchen euch und das könnt ihr nur mit Königslotus oder Neumondgras heilen. Genau. Haben wir das auch schon erledigt. Ich sag, bei dem Gebiet einfach ein bisschen Zeit lassen. Das ist einfach unangenehm, vor allem, weil man halt auch nicht sonderlich viel sagt. So, Freunde der Sonne. Da haben wir wieder eine eiserne Jungfrau. Und da ist jetzt wieder ein Item herin. Das sind jetzt die schwarzen... Ja, das ist Assassinenkleidung. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er da drin ist oder bei der nächsten. Ich glaube aber, dass er da drin ist. Der Gegner. Ich rüste mir jetzt vorsichtshalber mal Königslotus aus. Da haben wir Gott sei Dank 7 Stück. Die werden es nicht alle brauchen, abgesehen davon aus, die steht sind komplett tot da. Okay, dann ist es bei der nächsten. Da kriegen wir eine Seele. So, da haben wir wieder so ein Wichtel.
Schaut eher aus wie Cthulhu, wenn du mich fragst. So, warum jetzt der nicht verzaubert wird und ich schon. Verstehe ich halt auch nicht. Das überlebe ich jetzt gerade nur so. Unbedingt schauen, dass es wegkommt. Kathi, habe ich dir. Alles fit bei dir. So, der wartet jetzt natürlich, weil der ist ja schließlich auch nicht geschubst. So, und jetzt hat's ihn aber weit größer. Gibt's Tintenfischringe. So, ab. So, haben wir erledigt. Sehr gut. Da jetzt nicht aufmachen, das ist jetzt verlockend, aber da ist tatsächlich ein Gegner drin, der wo instant anspringt, der macht nicht viel Schaden, aber er verseucht, wie gesagt. Das sparen wir uns. Ja? Das sorge ich jetzt nicht, weil das muss nicht sein. So, das war eben der wo da draußen rumgerannt ist. Da gleich nach rechts schauen, da hängt nämlich wieder ein Schlüssel. Da hängen sogar 2 Schlüssel, die brauchen wir noch halt. Und da jetzt, wie gesagt, aufpassen, weil da geht's steil nach unten. Also nicht durchlaufen. Übersägt man gern. Schaut, sagt man auf den ersten Blick nicht, wenn man es nicht weiß. Ich bin da damals auch, glaube ich, 3-mal runtergeflogen. Ja? Uns ist nur um diesen Schlüssel gegangen. Wenn wir den haben, dann gehen wir wieder zurück. Mit diesem Schlüssel, mit einem dieser Schlüssel, den wir gerade gefunden haben, können wir unter anderem dieses Ding da aufsperren. Da geht es nämlich jetzt gleich weiter. Nehmen wir da auf alle Fälle das frische Gewürz mit. Die Tintenfischwärter, die droppen immer frisches Gewürz. So, und da können wir dann die noch aufsperren. Die da sich freuen, dass sie rauskommen, aber wir erlösen wir es lieber von ihren Elend. Weil sicher ist sicher. Und nehmen wir da die Seelen. Findet man Clown, ist nicht relevant, aber man nimmt es halt mit. Witwenlotus, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, was der macht. Der macht einfach der halt nur normale Vergiftung, glaube ich. Müsst ihr mal schauen, das hat mich selber interessieren. Witwenlotus macht. Wirkt Seuchen entgegen. Ah ja. Ja gut, okay. Gut. Dann haben wir da dabei auch alles erledigt. Und schon jetzt weiter. Da haben wir wieder Loot. Und mal wieder frisches Gewürz. Die können wir von Haus aus aufmachen. So, da laufen jetzt 2 Wärter rum, also aufpassen. Normalerweise sind es 2. Gut. So, und da, auf der Ebene jetzt, finden wir eine Händlerin, die sitzt da drin und die ist wichtig für uns. Wir haben ja jetzt, abgesehen davon, auf der anderen Seite, da wo das Loch ist. Ja? Und der Händlerin statten wir jetzt einen Besuch ab. Das ist ja die wo die ganze Zeit so singt. An der Stelle konsumieren wir jetzt unsere ganzen Seelen, die wo wir haben. Außer Bossseelen, aber die haben wir jetzt zu dem Zeitpunkt eh nicht mehr, weil die haben wir eingelagert. Die konsumieren wir alle. Und jetzt kaufen wir bei diesem NPC so viel altes Gewürz wie möglich. Sie ist die einzige Händlerin, die wo altes Gewürz verkauft. Hoppala, ich habe teilweise nichts mehr dran. Moment. Altes Gewürz ist praktisch, also steht unseren kompletten, also regeneriert quasi Mana, aber das regeneriert fast mehr als doppelt so viel wie das normale frische Gewürz. Und da wir ja später sehr mana-intensive Zauber nutzen, ist altes Gewürz natürlich sehr zauberhaft für uns. So, das frische Gewürz, das können wir einlagern, das braucht man sowieso nicht mehr. Die 2 Storner, die lagern wir auch ein, das ist unnötig Gewicht. Die haben wir weg. Ja gut, Schlüssel kann man leider nicht weg tun. Das haben wir weg, blauen weg, einmal Holzfokus weg, brauchen wir auch nicht. So, da kann natürlich die ganze Ausrüstung weg, die wo wir gefunden haben, weil die tragen wir ja ohnehin schon. Die Ringe können wir uns einmal weg. Ja, wobei. Ring der kolossalen Stärke kann weg, Ring der Regeneration kann weg, Blutungsresistent kann weg, Seuchenresistent, Giftresistent, magische Natur kann weg, Ring des Meisters kann weg, Adhäsion brauchen wir, Ring des Diebes lassen wir mal, Grabräuber kann weg, Verfluchen kann weg, uns bleibt. Gut. War ein cooles Feature, wenn das neue groß mit der Zeit in altes verwandelt wurde.
Ja, aber dann war es fast schon zu einfach. So, wie gesagt, die ganzen Seelen, wo wir jetzt haben, da kaufen wir so viel wie geht, nämlich 33 Stück. Wir werden derer später irgendwann nur mehr einen Besuch abstatten. Wie gesagt, wir werden nachher sehr mana-intensive Spells nutzen, da haben wir dann ganz froh drüber, wenn wir ein bisschen eine Reserve haben. Ja? Wir nehmen natürlich immer, wenn es möglich ist, wenn es schnell gehen muss, natürlich altes Gewürz her. Wenn wir ein wenig Zeit haben, dann können wir erstmal das Frische verhauen, weil das verheilt dann, das regeneriert dann nicht so viel. Gut. Und dann gehen wir weiter. Freunde der Sonne. Und jetzt haben wir kurz davor, unser komplettes Magie-Setup zu vollenden. Ganz kurz davor. Und zwar kriegen wir das da herin. So. Von dieser eisernen Jungfrau die Finger lassen, da ist wieder ein Gegner drin. Das wollen wir nicht. Die anderen 3 können wir aufmachen. Eine Seele. Nochmal eine Seele. Und jetzt, meine Freunde, darf ich euch vorstellen, den für uns stärksten Ring, der mit Abstand beste Ring für unser Bild, der Ring der magischen Schärfe. Zur Erklärung, nochmal kurz zusammenfassend, ja. Das Chris verstärkt unsere Zauber um 25%, wenn wir es in der Hand halten. Dieser Holzfokus macht 15% mehr Schaden auf Magie. Also haben wir schon 40%. Ja? Und der Ring der magischen Schärfe verstärkt unsere magischen Zauber nochmal um 50%. Wir machen jetzt quasi insgesamt 90% mehr Schaden nur mit Zauber. Ja? Allerdings gibt es da auch einen kleinen Trade. Der Ring sorgt natürlich dafür, dass wir mehr Schaden machen, magischen Schaden. Aber im Gegenzug kriegen wir auch 50% mehr magischen Schaden. In dem Gebiet natürlich ein bisschen tricky, weil da auch einige Gegner rumrennen, die wo Magie benutzen. Ja? Aber das ist ein Tausch, den gehe ich persönlich sehr gerne ein und den soll ich jetzt auch sehr gerne eingehen, wenn es noch spielt. Mehr Schaden ist mehr gut. Ja? 50% mehr Schaden haben oder nicht haben, glaubt's mir's, das wird's kennen. Und diesen Ring wird man mir unter anderem dazu benutzen, um Bosse zu penetrieren. Auch nachher noch. Ja? Also, ich denke, es versteht, warum der Ring wichtig ist. Und er ist halt platinrelevant, abgesehen davon. Ansonsten sind wir haben jetzt alles zusammen. Unser Magie-Setup ist jetzt komplett. Wir brauchen jetzt kein Ausrüstungsteil mehr. Wir haben jetzt alles zusammen, was wir brauchen. Wir haben ein Schwert, wir haben eine Rüstung und wir haben den Ring dazu. Und die Spells. Noch dazu. Zauberhaft. Absolut zauberhaft. Ihr werdet nachher sehen, wie viel gottlosen Schaden das wir mir machen. Chris aka Bibi Blocksberg. Ja, so ungefähr. Seit Jing habe ich die nicht. Ja. Dafür mal altes Gewürz. Der Gang da wird nachher wichtig werden, weil... Okay, Vorführeffekt. Weil... Deswegen. Da drin sitzt ein NPC. Und das ist der Meister Freak. Also der Magiemeister. Das ist praktisch das Gegenteil zu der schwarzen Hexe. Der lehrt nicht schwarze Verzauberung, sondern der macht halt... Ja... Der lehrt normale Zauber. So praktisch. Ja? Den müssen wir befreien. Der Kim den Nexus ist auch platinrelevant. Wenn ihr den da ausholt, kriegt ihr eine Trophäe dafür. Ja? Den Schlüssel dazu haben wir aber jetzt aktuell noch nicht. Jetzt war ich bald da runtergefallen, weil ich es nicht noch sagen wollte. Also, da ist ein massives Loch, nicht reingefallen. So wie ich gerade. Fast. So, dann gehen wir mal nach unten. Sorry für die Verspätung, ich habe God of War Ascension durchgespielt auf Mittel. Erster Run. Nice. Ich hoffe, es hat dir gefallen. God of War Ascension tatsächlich ganz okay ist. Wenn ich sagen soll. So. Freude auf dem Ohren, der ist Abfuck. So, wir gehen da ganz normal durch. Die zwei Tieren, das waren eigentlich Shortcuts, da wo man von der anderen Seite kommt. Kommt es Sporen. Sag ich gleich, wie es ist, weil es müsste so lang, weil sonst kriegt ihr die Platin-Trophäe nicht. Und dann gehen wir wieder nach unten. So, da gibt es jetzt wieder zwei Gänge. Einer weiter nach unten, einer auf der Ebene.
Da hinten läuft wieder ein Wärter rum. Also unbedingt aufpassen, dass ihn der nicht hops nimmt. Da mit. Na gut, da können wir gerade nicht durch. Da können wir durch. Einfach warten, wenn sich nicht sicher hat, bis er da ist. Und dann kommst du jetzt her, zupf den. Ja, gibst du Ruhe jetzt, du. Alter, hast du verarschen oder was? So, den grillen wir. Und schon ist es erledigt. So, der Wärter läuft da. Kaiser Habitäre. Der Wärter läuft da rund nicht ohne Grund umeinander. Weil auch hier finden wir einen wichtigen NPC. Und zwar. Der schreit die ganze Zeit nach Hilfe. Ist das der Typ? Ein sogenanntes weißes Phantom. Ich weiß, der schaut blau aus, aber der wird halt im Spiel als weißes Phantom bezeichnet. Das ist praktisch ein gutartiger NPC. Solange die Weltentendenz nicht komplett auf schwarz ist, bleibt dieser NPC freundlich. Wenn sie eine komplett schwarze Weltentendenz hat, dann greift der an, dann wird der zum schwarzen Phantom. Ja? Wird man auch noch sehen. Ja? Da in die Zelle kennen wir aber nur eine, wenn wir diese Weltentendenz auf weiß bringen, weil nur dann können wir an dem seinen Schlüssel dran. Ja? Auch der ist platinrelevant. Ja? Wird's aber dann noch sehen. Wieso, weshalb, warum. So, ansonsten gibt es auf dem Stockwerk da nichts Besonderes zum Sehen. Das war's eigentlich schon. Hat der jetzt Bier geschrien? Na, Hilfe. Helft mir. Genau. Wenn's das habt, dann gehen wir wieder eins weiter nach unten. Wie gesagt, weißes Phantom einfach mal im Hinterkopf behalten. Brauchen wir später. Irgendwann. Was heißt, heute werden wir es nicht mehr sehen, aber beim nächsten Mal. Wobei doch, heute werden wir es sogar noch sehen. Das ist logisch, wir bringen es ja auf weiß. So, wenn wir da herunterhauen, dann sind wir beinahe am Ziel. Beinahe. Doch Hilfe oder Bierschein, was ist der Unterschied? Ja, für manche ist das ein und dasselbe. So, Achtung, da ist kein Flausch, sondern ein Fleischknädel, der wo zaubert. Und das ist unflauschig. Den kann man machen, muss man aber nicht. Okay, warum greift der nicht an? Jetzt greift er an. Einfach da hinter der Säule verstecken. Einmal hier hauen, zurück. Vorsichtshalber kannst du da Schutz zaubern, ja, damit die auch nichts schief geht. Man könnte ihn eigentlich skippen, aber wo es halt weg ist, ist halt weg. Gut, erledigt. So, einfach Loot aufnehmen. Das lohnt, der gibt auch nicht wirklich viel Seelen, er ist halt einfach da, dass er da ist. So, die Vasenheinis, die legen wir um. Der hat einen Corona-Schnupfen, ja, so wie der ausschaut. So. Dann kannst du noch ein wenig looten. Und vor allem da hinten findet man jetzt ein Item, das habe ich ganz am Anfang, glaube ich, einmal gesagt. Es gibt ein einziges Item im Spiel, das wo nur die Frau tragen kann und genau deswegen spielen wir auch einen weiblichen Charakter. Ansonsten macht es eigentlich keinen Unterschied, du kommst nicht mehr. So, weil da findet man nämlich dieses eine Teil und das ist, ja toll. Auf jeden Fall nicht die Ausrüstung, sondern das ist das drum. Und zwar ist es der Silberarmreifen. Was bewirkt er? Ganz einfach erklärt. Der Silberarmreifen, wenn wir den ausrüsten, kriegen wir 10% mehr Seelen von jedem Gegner, der wo fällt. Ja, auch vom Bossen. Und das ist im Endeffekt ja, das einzige Item im Spiel, was nur ein weiblicher Charakter tragen kann. 10% mehr Seelen nehmen wir mit, auch wenn er scheiß Ausrüstungswerte hat oder scheiß Rüstungswerte hat. Auf das verzichten wir jetzt, weil mehr Seelen haben bekanntermaßen immer mehr gut. Ja? Wir hätten da, es gibt noch einen Ring, den Ring der Gier. Der gibt auch nochmal, ich glaube, ich müsste jetzt liegen, auch glaube ich nochmal 15% mehr Seelen. Ich denke, das ist dann stapelbar. Das werden wir später mal an einen Farmspot kommen, wo wir Seelen farmen können. Da ist natürlich vom Vorteil, wenn du insgesamt 20% mehr Seelen pro gefallenen Gegner kriegst, weil auf Dauer rechnet sich das halt einfach. Den Ring der Gier hätte vorher auch diese Händlerin verkauft, wo wir uns das alte Gewürz gekauft haben. Ich denke aber darum bitten, diesen Ring nicht zu kaufen, weil den wird man nachher sogar noch finden. Ja? Auch noch in diesem Gebiet. Also was heißt, in dem nächsten Gebiet praktisch, von dem Keilstein. Genau, ansonsten gibt es an der Stelle nicht mehr viel
zum Holen. Der andere schreit immer noch nach Hilfe, da können wir ihm aber jetzt aktuell nicht helfen, weil uns, wie gesagt, eben der Schlüssel überhaupt geht dazu. Klares Wasser stellt über Zeit unser Mana wieder her, das werden wir aber auch nicht verwenden. So, jetzt kommen wir dann gleich an eine Stelle, die ist, wenn man nicht geübt ist darin, kann die ein wenig tricky sein. Die müsst aber leider machen, so wie es ich mache, wie ich es jetzt gleich sage, weil das ist platinrelevant, weil für das gibt es auch eine Trophäe, die habe ich aber auch schon wieder. So. Wie gesagt, da geht es eigentlich nur um dumm. Schaut vorsichtshalber immer auf, ob nicht dann doch irgendwann einmal ein Loch im Boden ist. Da was runterfallen könnt, weil das war dann ärgerlich. Abgesehen davon, Kaiser ist alles fit bei dir. Fangst du heute oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich fangst du erst morgen, oder? So, 6. Da haben wir nämlich schon das Loch, also nicht reinfallen. Da haben wir noch einen Loot-Errand. Den nehmen wir mit. Wieder eine Seele. Ansonsten, meine, gibt es da jetzt nichts mehr zum Holen, oder? Nope, das war's. Okay. Gut. Perfekt. Bin saumiert bis 5 in der Früh mit den Späßeln drungen und Mario Party bzw. Mario Kart gespielt. Hast du alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich bin auch seit viel über 7 auf die Füße. Was ich mir da dabei denkt habe, weiß ich nicht. Aber ansonsten ist eigentlich alles fit bei mir. Gut, Freunde, ihr habt jetzt so die Höllengerätschaft da gerade gesehen. Wie gesagt, wenn ihr dann später den Schlüssel findet, der liegt nämlich genau da vor eurer Nosen, dann könnt ihr einen Shortcut öffnen, wo ich gerade gesagt habe, das braucht es eigentlich nicht. Dann könnt ihr nämlich von hinten an die Maschine dran und könnt es zumachen. Es ist halt leider platinrelevant, dass ihr das von vorn macht. Ihr kriegt eine Trophäe dafür, wenn ihr euch da durchrennt. Das geht. Überhaupt kein Thema. Jetzt ist natürlich so, wenn ihr jetzt da sterbt, dann müsst ihr wieder von oben runter rennen. Also von dem ersten Ding, wo wir mir rauskommen, das war natürlich ein bisschen Abfuck, richtig? So, da gibt es eine Spielmechanik, das nennen sie Autospeichern. Ja? Das macht das Spiel immer dann, wenn ihr zum Beispiel ein Item konsumiert. Also, nehmt einfach irgendein random Item, konsumiert das und jetzt setzt das Spiel automatisch da einen Speicherpunkt. Also das heißt, wenn ihr jetzt da sterbt, Spiel zu machen, naja, ins Spiel reingehen, dann hat sie wieder genau an der Stelle. Spart senkt die Lauferei. An der Stelle auf alle Fälle mal Schutz zaubern, damit wir nicht eventuell komplett warm geschattet werden. Und jetzt ist einfach nur eine Timing-Frage. So, du schießt zweimal. Alles hat's bald. Okay, jetzt bin ich praktisch verreckt. Kann ich immer entsorgen, Spiel schließen. Und wieder reingehen und dann hat man wieder in etwa auf der Stelle, wo wir jetzt gerade das Item konsumiert haben. Sport senkt die ganze Lauferei. Weil sonst war es wirklich Abfuck. Es müsst den kompletten Weg sonst wieder runterrennen. Mitsamt alle Gegner, die wo da haben. So machen wir es uns ein bisschen einfacher. Das ist aber nicht an der Stelle. Ah, okay, ja gut. Wir kommen da wieder raus. Ja gut, macht auch keinen Unterschied. Da kommt die Cutscene jetzt nochmal. Das macht einfach, ob ich jetzt da vorne stehe oder da runter, das macht dann auch keinen Unterschied. Das ist dann auch nicht mehr tragisch. So, wenn ihr das da erledigt habt, kriegt ihr an der Stelle so, wenn ihr es so macht, sofort eine Trophäe. Das müsst ihr so machen, sonst kommt ihr nicht auf Platin. Dann könnt ihr einfach so die Maschinerie ausschalten, die wird dann auch nicht wieder aktiv. Und dann da den ganzen Hut mitnehmen auf jeden Fall. Da haben wir Seele. Und da finden wir unter anderem den Ring der listigen Ratte.
Der erhöht unsere Zauberkraft nochmal um 100%, wenn wir weniger als 30% Leben haben. Mit dem werden wir später mal kurz hantieren, damit wir unter anderem gewisse Bosse wirklich dermaßen verhauen. Und da findet man den Hoffnungskerker Aufseherschlüssel. Das ist der Schlüssel, wo ich gesagt habe, dass ihr dann von hinten an die Maschinerie ranschleichen könnt. Aber wenn ihr Platin haben wollt, müsst ihr sowieso da durch. Da kommt es eh nicht aus. So, dann da kurz runterfallen lassen. Das ist nämlich ein blauer Stor, den braucht man für später. So, dann einfach wieder retour laufen. Muss man natürlich auch erstmal wissen, dass dieser so geht. Jetzt nur da nicht runterfallen, das war ein bisschen unschön. Wobei wir dann einfach wieder nur Spell schließen müssen. So, auf. Ist auch ein Teil von den No-Hit-Speedruns, dass du mit dem Ring arbeitest. Ja, unter anderem. Retrogott habe ich die Ehre. Lutz, der Scheißhusten, der geht mir so auf den Sack. Entschuldigung. So, wenn wir das alles erledigt haben, sind wir eigentlich so gut wie durch. So. Ihr seht ja jetzt oben unter meiner Ausdauerleiste ist ja so ein komisches Kringelsymbol mit einem weißen Punkt. Das ist das rechte von den zwei Symbole. Das sagt, dass wir mehr Seelen kriegen. So, da unbedingt rechts reingehen. Weil da müssen wir jetzt eine Kleinigkeit erledigen. Sonst werden wir beim nächsten Boss gewaltige Schwierigkeiten kriegen. Retrogott, alles fit bei dir. Schön, dass du einer schaust. So. Einfach gerade durchlaufen. Da kommt jetzt auch erstmal kein Gegner nicht. Also seid ihr auf alle Fälle safe. Freilich ist alles fit. Sehr gut. Das hört man gern. Bei mir passt auch alles. Bis auf, ja, scheiß Husterei halt, aber sonst alles fein. So, da durchgehen. So, da hinten sitzt jetzt ein vermeintlicher Zauberer, ja, der ist an und für sich ja eigentlich harmlos, ja, der tut denn gar nichts. Das Problem ist nur, der verhindert, dass der nächste Boss Schaden kriegt, solange der da sitzt. Ja, und das war uncool. Das habe ich lange nicht gewusst. Ich hab beim nächsten Boss, der wo dann da unten kommt, ziemliche Probleme gehabt. Also, einfach hops nehmen. Und dann unbedingt diesen Schlüssel mitnehmen. Hoffnungskerker Spezialschlüssel, das ist nämlich der Schlüssel, den wir brauchen, um den NPC zu befreien. Also ein Meister Freak, der wo dann auch in den Nexus zirkt. Ansonsten gibt es da nichts zum Holen. Da unter jetzt gleich, erkläre ich gleich, wartet jetzt ein rotes Phantom auf uns, das uns unter anderem verseuchen kann. Genau deswegen brauchen wir halt mir auch den Lotus dafür. Da könnt ihr ihn jetzt da ist nämlich ein Loot, den nehmen wir halt mit. Könnt ihr ihn runterfallen lassen. So, den nehmen wir mit. Das ist nämlich wieder ein Witwen-Lotus, das ist praktisch schon der Hinweis, hey, da kommt jetzt gleich einer, der uns verseucht. Rüst das besser mal aus. Ja? Witwen-Lotus ausrüsten. Für alle Fälle dann Schutzzauber machen. Und dann runterfallen lassen. Und da ist jetzt irgendwo... Da ist schwarze Phantom. Rote Phantom. Die ist eigentlich nicht sonderlich stark, aber wie gesagt, wenn eng die trifft, die verseucht eng und das kriegt sie ja wie gesagt nur mit Neumondgras, beziehungsweise halt den Witwen-Lotus weckert. Die ist aber an sich, hat die nichts drauf außer Zahnbelag. So, wenn die hier ist, kriegen wir gratis einen blauen Stein. Ja, 2 sogar. Mondlichtsteinklumpen ist irrelevant für uns. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wann uns die da erwischt hat, aber heilen wir uns auf alle Fälle mal frei. So. Hast du die Platin schon? Auf einem anderen PS5-Profil habe ich die Platin-Trophäe erspielt gehabt, um zu schauen, ob der Runner so funktioniert. Auf meinem eigentlichen PSN-Profil habe ich noch keine einzige Platin-Trophäe. Das heißt, da habe ich es noch nicht. Da speichere ich es jetzt einfach noch. Ja? Für Streaming-Zwecke. Genau. Ich glaube ja, weil soweit ich das mitgekriegt habe, macht er das gerade aus dem Kopf. Mehr oder weniger. So. Die Nebelwand sagt uns bekanntermaßen nichts Gutes.
So, und jetzt ist soweit, das soweit ist, Freunde. Jetzt werden wir das erste Mal unser richtiges Magie-Setup spielen. Mit dem Ring der magischen Schärfe, mit dem Chris und mit unserem Zauberstab. Der Boss geht relativ einfach. Zumindest wenn man so ein Bild spielt wie eine E-Spui. Jetzt pass auf, da können wir weiter durcheinander. Moment. Der wir das letzte weggehört, der wir da unser Gewürz einer. Das frische gelangt uns. Genau. Also, folgendes. Der Boss, der wo jetzt gleich kommt, der ist an und für sich eigentlich relativ einfach. Ihr werdet jetzt dann auch relativ schnell feststellen, wie verdammt viel Schaden das wir mittlerweile machen. Das Ding ist, ich kann ihn jetzt nicht sofort hops nehmen, weil kurz vorm letzten Spell teilt sie die praktisch auf. Die macht Trugbilder. Ja? Also die ist dann quasi, der Boss ist dann praktisch 3 oder 4 Mal im Raum. So, aber nur einer ist der richtige. Und das kann man ganz einfach außerfinden. Und zwar, wenn man die Trugbilder anvisiert, ja, dann haben alle einen Lebensbalken. Nur der echte, der richtige Boss hat keinen. Weil der Boss hat ja unten an seinem Bildschirm seinen Lebensbalken. Und dann wisst ihr eigentlich sofort, aha, das ist ein Trugbild, also nicht der richtige. Und das andere nicht, das ist die echte. Ja? So könnt ihr das eigentlich relativ schnell ausfindig machen, was da eigentlich Sache ist. Da drinnen laufen ein paar Hamperer umeinander, die nehmen wir jetzt einfach mal der Dankeshalber mit. Weil warum nicht? Und nicht, dass uns wirklich nur stören. Genau. An und für sich ist der Boss aber eigentlich relativ einfach. Ja? Wahrscheinlich stirbe ich halt jetzt. Schon los. Das Götzenbild. Wie gesagt, nehmt die Gegner da einfach mit, weil die nerven halt einfach nur. Man müsste sie nicht machen, aber wie gesagt, bevor sie uns im Weg rumstehen. So, jetzt aufpassen. Chris ausrüsten. Avis. Ja, toll. Die bleibt da an Ort und Stelle stehen. Ich stelle mir jetzt gerade den Blade an, aber es hilft nicht. So, jetzt aber. Und jetzt zaubern, was zeigen will. Ja, toll. Ihr seht, was an mir Schaden machen. So, und jetzt einfach schauen, anvisieren, das ist ein Trugbild, das ist die echte. Und easy. Hätte jetzt auch massiv schief gehen können, aber naja. Schon ist der Boss am Ende. Natürlich sollte man halt vorher aufschauen, was man für einen Zauber ausgerüstet hat, weil wenn man mit Schutzzauber in einen Magie-Boss eingeht, ist halt nicht wirklich sinnvoll, wenn du mich fragst. Aber gut. Einfach noch mit Glück gehabt. So, nehmen wir den Loot noch mit. Bohrisches Glück halt, genau. Mehr Dusel als Verstand. So, altes Gewürz nehmen wir natürlich mit. Und schon haben wir den ersten Akt in diesem Keilstein erledigt. Wir haben aber noch nicht fertig. Wie gesagt, wir bringen den Keilstein jetzt komplett auf weiß. So,
jetzt da unbedingt nicht runterfallen. Ja? Also nicht rennen, nichts riskieren, einfach ganz locker flockig die Treppen da aufrennen, weil sonst, wenn sie jetzt stirbt, verschiebt sie eine Weltentendenz wieder. Wir kriegen eine zierliche Dämonenseele und, weil wir ja menschlich haben, ab in Nexus. Bist du jemand, der alle From Software Souls Games auf Platin hat? Nein. Ich habe ehrlich gesagt noch kein einziges Souls Game bisher auf Platin gespielt. Mir war das auch wirklich noch nie so... Mir ist das noch nie so wirklich wichtig gewesen. Bei Demon's Souls, das hat sich jetzt angeboten. Ja? Also ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt unbedingt die Platin-Trophäe mag, sondern weil es halt, finde ich, relativ entspannt geht. Wenn man halt weiß, wie. Ja? Also ich bin jetzt nicht wirklich einer, der wo sagt, ja, ich muss jetzt das Spiel unbedingt auf Platin spielen, tatsächlich. Das war auf dem Profil tatsächlich meine erste Platin-Trophäe. So. Jetzt muss ich kurz in meinen Guide lunzen. Es tut mir leid, weil alles aus dem FF weiß ich halt mit der Zeit auch nicht mehr. Da ist Oberlatria, da haben wir Hoffnungskerker, das ist gut für uns. Genau, okay. Wir müssen jetzt, natürlich, weil wir haben das jetzt vergessen können, wir müssen unseren Meistermagier Freak noch befreien. Ja? Weil wir haben ja den Spezialschlüssel gekriegt. Also zurück in den Hoffnungskerker. Price, habe ich dir. Unbedingt wieder die richtige Waffen ausrüsten, weil sonst kriegen wir noch halt wieder Probleme. Das Gute ist jetzt natürlich, wir müssen die ganzen Schlüssel nicht mehr sammeln. Aber der gewürzt erstmal schon, ja. Heute bin ich in die falsche Richtung gelaufen, abgesehen davon. Aber sorry. Und ich hab gerade meine Seelen nicht mitgenommen. What the fuck? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Merke ich gerade. Ich muss meine Seelen wieder mitnehmen, um Gottes Willen. Gerade denke ich mir, hey, 500 Seelen, das kann aber jetzt nicht ganz stimmen. Hoppala. Ja. Chat, wie taugt's denn? Macht's euch Spaß, das zuzuschauen? Oder ist es eher so, wo ihr sagt, ja, eigentlich nicht so wirklich unseres? Sagt so gerne mal eine Meinung dazu. So, unsere Seelen haben wir wieder, jetzt gehen wir wieder dahin. Taugt! Sehr gut, Mr. Web. So, jetzt biegen wir aber gleich noch rechts ab. Buchser taugt es auch, sehr gut. Dir taugt es auch, das weißt du eh. Sehr gut, das bleibt mir. Ja, du hast noch nicht gesehen. Ja gut, okay, das ist logisch, okay. Du warst einfach unterwegs. Das Problem an dem Ding ist, dass wir jetzt den Kerker aufgesperrt haben, dass du die ganzen Hanseln irgendwann rausgelaufen können, aber... Einmal Grillung. Du gehst ja jetzt ein Cevapcici machen, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und einen guten Appetit. So. Jetzt bin ich mal gerade... Wo müsste das sitzen? Ja, da ist er. So. Das ist der Spezialschlüssel, den wir rechts oberhalb vom Bossraum gefunden haben. Und mit diesem Schlüssel können wir den Zipfel da jetzt befreien. Da kriegen wir ein Stilett, das brauchen wir aber nicht. Meine Beine. Und wenn wir noch mit einem Gerät haben, dann können wir zurück in den Nexus. Der Move nämlich jetzt. Und für das gibt es eine Trophäe. Ja? Fürs Befreien von Meister Freak gibt es eine Trophäe. Ich werde das jetzt nur schnell triple confirmen, dass er wirklich da ist, nicht dass ich ihn ganz Schmarrn verzeiht habe. Da sitzt er jetzt.
Ja, Meister Freak. Würdet ihr nicht mehr eine Dämon? Ihr habt Und bei dem kannst du auch für Dämonenseelen gewisse Zauber erlernen. Das Einzige, was wir bei ihm nur brauchen werden, ist der Zauber Schonung. Du müsstet jetzt eigentlich mal schauen, ob wir den gleich ausrüsten. Ich glaube aber schon fast. Was so macht. War das jetzt gescheiter oder erst später? Das kriegen wir erst später. Bleib ein, ich muss nur schnell nachlesen. Wie gesagt, das ist ein bisschen verzweigt, das Ganze nicht, dass ich weil das Ding ist ja, wenn du irgendwas übersägst, dann hat es mit Platte nicht gegeben. Okay. Brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Aber was wir jetzt halt auf alle Fälle schon mal machen, wir werden jetzt die paar Seelen, die wir da haben, investieren und werden wir weiter unsere Intelligenz pushen. Ja, weil, wie gesagt, wir brauchen jetzt langsam einen Intelligenzwert von 24, weil wir dann einen weiteren Zauberslot kriegen. Ja, da geht halt jetzt aktuell leider nicht mehr wie ein Aufstieg, aber das hilft halt immer nicht. Aus ihrem Gefäß entlockt. Seid ihr fertig? So, wenn wir das haben, Möge gehen eure wir Stärke die Welt wieder weiter. Nur schauen, dass wir ja nicht menschlich haben. Wenn wir nicht menschlich haben, können wir frohen Mutes in den nächsten Abschnitt von dem Keilstein gehen. So, wir rüsten mal wieder unser Chris aus und unseren Zauberstab sowie unseren Zauberfeuerbrunst oder Feuersbrunst, wie auch immer. Was haben wir denn jetzt für einen Ring der magischen Schärfe? Das passt. So, da kommt jetzt eine neue Gegnerart. Und zwar die Statuen da oben. Also das sind vermeintlich Statuen, aber die werden lebendig. Und durch das, dass wir halt mir jetzt einfach auch den Ring schon besitzen, machen wir mir auch aus diesen Gegnern Grillfleisch. So. Da muss man nur ein wenig aufpassen, das Tracking von den Viecher ist ein wenig komisch. Das ist quasi vom Original übernommen worden, warum auch immer. So. Wenn es jetzt da weiterläuft, dann springt der da oben. Ich möchte den Kopf nehmen. Wie gesagt, Tracking von den Gegnern ist ein bisschen miserabel. Aber ist mit Feuerbrunst eben One-Shot. Und die droppen nahezu immer so Seelen. Also mehr Loot, mehr gut. So, nicht Schrecker, der fliegt von oben runter. Nur um von uns dann gegrillt zu werden. Glaubt's mir, es macht richtig Spaß, wenn ihr die Gegner so one-shottet. So. Man kann jetzt auch da rechts lang gehen. Da geht's dann nach unten, da kommen wir aber später sowieso noch dazu. Also sparen wir uns den Weg, gehen wir einfach gleich nach oben. Und Kathi, merci für dein Lurk. Viel Spaß weiterhin. So, wir gehen nach oben. Und da hängt eine fette Schmodderpumpe, ja. Also ein Riesenherz. Fragt's mich bitte nicht, was das für ein Ding sein soll, warum das Herz da hängt. Ich weiß es nicht. Wenn man jetzt rein theoretisch immer da aufgeht, dann kann man mal zum nächsten Boss. Das Ding ist, das Herz versperrt uns da den Weg. Also müssen wir dafür sorgen, dass das Herz nach unten kracht. Ja? Das ist jetzt im Endeffekt einmal unsere Mission Nummer 1. Nur zur Erklärung. Ja? Wie gesagt, da oben, da findet man dann, da kommen wir dann zum Boss. Ja? Wie gesagt, da kommen wir aber jetzt aktuell noch nicht lang. Weil eben da hinten der Strang ist, da wo man nicht auf die Treppen hinkommen. Aber gut. So. So, aufgemerkt, der hat nämlich eine Armbrust. Macht Spaß auf jeden Fall. So, da gibt es eine Gargoyle-Armbrust, das ist das, was halt im Endeffekt er benutzt. So. Aber wird man mir selber nicht hernehmen. Da gibt es Loot. Ich glaube, der ist unrelevant. Lamberge. Ziemlich gute Waffen für Schwertbild. Tatsächlich. Aber mir brauchen wir das natürlich nicht. Overchuck J Gamer B98 GG. Habt ihr mehr als über deine 100 Bits obergeschubst, ja. Wir alle. So, der kommt jetzt wieder obergeflogen. Einmal Grillung. So, er hat natürlich nicht übersehen. Der mag auch gegrillt werden. Und deswegen haben wir uns einfach
mit genügend Gewürz eindeckt, damit wir uns da jederzeit wieder in den Tee schrauben können. Ja? Damit uns ja das Mana nicht ausgeht. Wie gesagt, wir werden das ganze Gebiet überwiegend mit Magie hantieren. So, da nicht schrecken, das geht, indem man einfach ganz langsam und am Rand dahin geht. Da finden wir altes Gewürz. Mehr Mana-Reproduktion ist mehr gut. Dann geht's einfach nach oben. Achtung, da fällt jetzt gleich ein Gegner runter, glaube ich. Oder auch nicht. Oder? Doch, da müsste der Gegner kommen. Da ist er. Und tschüss. Ganz entspannt. So, da haben wir jetzt einen kleinen Aufzug. Da könntest du dann einmal durchlaufen. Ich glaube, da findet man einen blauen Stor, aber hundertprozentig sicher. Weiß ich nicht. Mr. Option, wie geht's dir denn? Alles fit bei dir? So, der kommt dann mit der Zeit irgendwann wieder runter. Da noch einmal durchlaufen. Und das Item da mitnehmen. Wie gesagt, ein blauer Stein. Da darf man jetzt schon an die 21, 22 kommen. Irgendwann, wo kommt denn der her? Bist du behindert? Okay, der kann mich überraschen. Wer ist da? Zupf den! Arschloch. Ja gut, die Seele kostet ein paar. Der hat mich gecatcht. So. Einmal da hoch. Gut. Ganz gut, seit halb 6 wach, war im Fitnesstag gut. Ja, du warst auch schon fleißig, ja, genauso wie ich heute. So. Die Magier da, die halten praktisch eine Kette. Könnt ihr eins und eins zusammen zeigen, was passiert, wenn wir die Magier alle ausschalten. Für die braucht es natürlich keine Magie nicht wasten. Die haben alle mit einem Schwertstreich weg. Kette Nummer 1 ist am Arsch. Gut. So, jetzt sage ich irgendwas. Ich habe euch ja vorher was von dem weißen Phantom in dem Kerker erzählt, ja? In einer komplett weißen Weltentendenz liegen da Bredel über dem Abgrund. Das heißt, da kann man dann drüber rennen, wenn die Welt komplett weiß ist. Und dann kommen wir weiter da nach oben. Und da oben findet man den Schlüssel, um das weiße Phantom zu befreien. Ja? Wichtig, Freunde. Aber Voraussetzung eben eine weiße Weltentendenz. Die haben wir noch nicht. Kriegen wir aber noch. So, wenn wir das haben, sammeln wir da den Loot ein und gehen wir weiter. Abschnitt Nummer 2. Immer wieder Gewürzsal. So, da kommt jetzt der erste Punkt, den ihr unbedingt beachten müsst. Und zwar folgendes. Erstmal da den Loot mitnehmen. Da drinnen, der Gespuse da, ist ein NPC. Grundsätzlich, jetzt muss ich mal etwas Neues aussprechen. Ich habe Ihnen ja schon einiges über die Weltentendenz erzählt, ja? Wie das funktioniert, ja? Schwarz, Weiß und so weiter. Es gibt nicht nur eine Weltentendenz, sondern es gibt auch eine Charaktertendenz. Funktioniert beinahe ähnlich. An auch 7 Klicks, neutral, 3 positiv, 3 negativ, komplett weiß, komplett schwarz. Ja? Wir müssen beide Tendenzen erreichen, um jeweils einen Ring zu kriegen, und wie wir ja wissen, alle Ringe sind platinrelevant. So, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ich habe jetzt immer nur eine neutrale Weltentendenz, Charaktertendenz. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja Moment einmal, wie wird denn jetzt eine Charaktertendenz schwarz zum Beispiel? Indem du gutartige oder gutmütige NPCs zum Beispiel tötest. Ja? So verschiebst du deine Charaktertendenz zum Beispiel von weiß oder von neutral ins Schwarze. Du verschiebst eine Charaktertendenz zum Beispiel ins Weiße, indem du schwarze Phantome tötest. Ja? Deswegen müssen wir später alle Welten in die schwarze Weltentendenz treiben, damit schwarze Phantome spawnen, damit man mir praktisch unser Charaktertendenz ins Weiße treiben können. Ja? Deswegen, das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir mir später, wie gesagt,
gezielt Welten ins Schwarze machen. Ja? Wenn du einen Prime Evil Demon tötest, da werde ich dann, wenn es mal so weit ist, das ist beim nächsten Mal dann der Fall, werde ich erklären, warum der Prime Evil Demon und, weil du kannst eigentlich nur, wenn du schwarze Welten nennst, spawnen zwei neue Sachen, das ist einmal der Prime Evil Demon und einmal das schwarze Phantom. Du kannst aber eigentlich nur eins der beiden pro schwarzer Weltentendenz machen. Wenn du jetzt zum Beispiel den Demon tötest, verschwindet das schwarze Phantom. Wenn du das schwarze Phantom tötest, verschwindet der Demon. Außer du machst es in einem Guss, dann kannst du beide machen. Und genauso wird es ablaufen. Aber das erkläre ich dann beim nächsten Mal, wenn es soweit ist, weil das wird man heute nicht machen. Ja? Aber nur nochmal zur Erklärung, wir brauchen einmal eine komplett weiße Tendenz für einen Ring und wir brauchen eine komplett schwarze Charaktertendenz für einen Ring. Ja? Sonst erreichen wir Platin nicht. Nur nochmal zur Erklärung. Also, Charaktertendenz bringen wir ins Weiße, indem wir schwarze Phantome töten. Wir bringen eine Charaktertendenz ins Schwarze, indem wir gutartige NPCs töten. So, was hat jetzt das mit dem zu tun? Das ist ein bösartiger NPC, das heißt, den müssen wir umbringen. Erkläre ich auch gleich warum. Wollt ihr hier die Dämonen bekämpfen? Wenn ja, dann helft mir von hier zu fliehen. Ich bin auf eurer Seite. Ich wollte mich den Dämonen stellen. Kerkerzelle öffnen, ja, also ich meine, sagt's mir nicht besser, ich meine, der schaut ja auch schon nicht wirklich freundlich aus, ja. So, was darf denn jetzt passieren, wenn wir den nicht umbringen? Dieser Typ reist zum Nexus, ja, und tötet jedes Mal, wenn wir einen Boss umbringen, irgendeinen NPC per Zufallsprinzip, ja, und das ist scheiße für uns, ja. Wenn wir jetzt ihn natürlich hops nehmen, wie gesagt, er ist ein böser NPC, deswegen hat das auf unsere Charaktertendenz keine Auswirkung, ja. Deswegen können wir den umbringen, den müssen wir sogar umbringen, weil wir sonst später Probleme kriegen, ja. Der tötet uns, wenn es blöd läuft, halt einfach auch irgendeinen Händler, da wo wir halt gewisse Seelen, gewisse Items ergaunern oder beziehungsweise erkaufen müssen für Platin. Genau deswegen muss der hops genommen werden. Das geht ganz easy. Einmal. Zweimal. Ende. Hat, wie gesagt, auf unser Charaktertendenz keinen Einfluss, weil er ein böser NPC ist. So. Der droppt uns dafür seine komplette Rüstung. Brauchen wir auch nicht, abgesehen davon. Ja? Gut. Also, aufgemerkt, die müsst ihr unbedingt hops nehmen. Und wenn ihr das da habt, steigen wir in seinen Aufzug und fahren wir mal ein Stockwerk tiefer. So. Da finden wir jetzt auch wieder eine neue Gegnerart. So. Ich habe Ihnen vorher gesagt, eine komplett weiße Weltentendenz beeinflusst die Welt und auch eine komplett schwarze Weltentendenz beeinflusst die Welt. In einer komplett schwarzen Weltentendenz finden wir da herunter nämlich einen Ring, den brauchen wir für das letzte Gebiet, für ein Sumpfgebiet, der was uns dort erheblich leichter macht. Deswegen ist dieser Keilstein auch der erste, den wir mir komplett auf schwarz bringen werden. Ja? Weil wir eben da einen starken Ring finden, der was uns in der Zukunft leichter macht. Ja? Und zwar finden wir den Ring da hinten auf der rechten Seite. Kann ich dann auch schnell geschwind nur sagen, wenn wir schon da sind. Weil warum denn eigentlich nicht? Da findet man einen blauen Stor, den nehmen wir natürlich dankend mit. Merci für dein Lurk, viel Spaß weiterhin. Ja, müssen wir jetzt nur schnell mal luren. Gegner an sich nicht wirklich schwer. Aber halt bitte nicht unterschätzen. Wie gesagt, wir kriegen auch guten Damage. So, das muss auch mal da runterfallen. Und da dahinter, wo jetzt der Gnädel da wieder ist wieder so ein Fleischgnädel, leck mir Mosch, da findet man später einen Ring. Ja, aber nur in einer schwarzen Weltentendenz. Wollte ich es gerade einmal gesagt haben. Kommen wir nächstes Mal dazu. So, jetzt mal schauen, wie du wieder aufgekommen mich hält. Ah, da geht's auf, sehr gut. Es ist auch so typisch Souls-Spiel, in jedem Souls-Spiel gibt es irgendein kreiseliges Sumpfgebiet.
Das ist nahezu schon ein Running Gag. Ich glaube, es hat noch keine Salzspeine gegeben, wo es kein Sumpfgebiet nicht gibt. So, wir gehen da weiter. Weil da geht es tatsächlich dann auch lang. Wie gesagt, bitte die Gegner nicht unterschätzen. Wir machen viel Schaden, wir kriegen aber auch viel Schaden. Oh. Habe ich das überlebt? Lul. Obala. Ich nach unten geflickt. Geht aber da relativ schnell wieder auf. Das ist gut für uns. Sehr gut. Verlieren wir nicht so viel Zeit. Ah, der rennt uns da noch. Das Ding ist, wenn ihr den ins Gesicht haut, wenn ihr den zweimal ins Gesicht haut, werden die relativ schnell gestunt. Also, deswegen haben die Gegner auch relativ einfach. So. Ah, der lebt noch. An dieser Stelle hier findet man mir später in einer schwarzen Welt, ich nenne es genau gesagt, glaube ich, sitzt er sogar da. Bin mir jetzt nicht sicher, da, also entweder da oder da erinnert, sitzt später der Prime Evil Demon, ja, in der schwarzen Weltentendenz. Werd's, wie gesagt, nächstes Mal sehen, was das genau für Gestalt ist. So, Dunkelmondgras, die stärkste das stärkste Heilungs-Item in dem Spiel. So, aufgemerkt, Freunde, da finden wir jetzt gleich wieder so einen Wärter, aber als Phantom, der hat es gewaltig in sich, also der wir jetzt da im Endeffekt das gleiche machen, wie wir vorher gemacht haben. Wir konsumieren da ein Item, ja, in dem Fall heilen wir uns kurz voll. Das Spiel speichert dort an der Stelle jetzt automatisch. Sollten wir mir jetzt da bei dem Phantom sterben, brauchen wir einfach gerade wieder ein Spiel schließen und alles ist fein. Ja? Ganz einfach. Weil dann braucht es nicht wieder von ganz oben da oben rennen. Wir gehen mal wieder mit unserem kompletten Magie-Setup. Und dann wird schon passen. Ah, der sagt uns sogar schon. Gut. Der ist mit 2 Magie-Angriffen tot. Gibt auch dafür 1000 Seelen. So, da haben wir so komische Krabbenviecher, keine Ahnung, was das für Dinge sein sollen. Gut, dass wir mir so OP geskillt haben, dass die Gegner einfach Vollobst sind für uns. So, die Krabben, also die Echse da hinten können sie ignorieren, das brauchen sie Aufwertungsmaterial nicht. Wie gesagt, trotzdem immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die Gegner machen, wie gesagt, nicht wenig Schaden. Und mal Gewürz. Da finden wir nochmal alte Gewürze. Jetzt haben wir schon so viel, dass wir es nicht einmal mehr tragen können. Muss ich mal schauen, ob wir irgendwas ins Lager senden können. Die können eigentlich weg, die Lotusse, die wird man nicht mehr brauchen tatsächlich. Der Weihermal zumindest. Das klare Wasser kann weg. Die empfehlen Augensteine können weg. Die Keilsteinscherbe kann weg. Der Scheiß kann weg. Die zierliche Dämonenseele, die werden wir auch mal einlagern. Für alle Fälle. Nicht, dass ich es einmal versehentlich konsumiere. Das war nämlich schlecht. So, haben wir da irgendwas? Einiges muss man nicht brauchen. Normale Ausrüstung, unsere Ringe. Okay, passt. Nice, haben wir wieder ein bisschen am Platz. Ja gut, das lagere ich ja gleich noch ein. Okay. So, ansonsten können wir da jetzt eh nicht weiter. Gibt es eigentlich eh gerade einen Weg. Und dann wieder Gargoyles. Ich nenne es jetzt einfach Gargoyles. Naja, fliegt du mal her, ist ja wurscht.
Grillen. War noch nicht schlecht. Oh, ein wenig aufpassen. Aua. Okay, Moment. Jetzt müssen wir mal zurück. Ein bisschen in Bredouille. Jetzt bist du aber gleich fällig da drum, gell? Ja, Kriminal! Zupfte! Arschloch! Grintigs. Ja, Würz zu uns nehmen, dass wir unsere Mana wieder auffüllen. Wie gesagt, wir kriegen viel Damage, wir machen aber viel Damage. Wo ist denn der jetzt wieder? Wo ist er denn? Okay, oben da. Ist jetzt das Problem, weil jetzt habe ich keinen Fernkampfzauber nicht. Der lacht sich natürlich eins, wenn er da oben jetzt umeinander flattert, aber den haben wir jetzt gleich. Der bei mir gar nicht lange in der Hand. Da wird blind. Schwere Geburt. So. Wenn wir das haben. Ist da wieder ein Aufzug. Können wir auch einmal rumlaufen, weil ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob es da noch ein Item gibt. Ah ja, gibt's. Okay. Seele. Gut. Der Aufzug dauert tatsächlich ein bisschen länger, weil der Turm höher ist. Beziehungsweise weil wir weiter aufgefahren. Höher ist er in dem Sinn eigentlich nicht. Wir haben halt nur weiter unter. Dann Aussicht genießen. Mehr oder weniger. Mal gut, bei dem Gebiet sagst du nicht allzu viel. Ah, hier schon wieder angeflattert. Aua! Jetzt tun wir aber doch Schutz ein. Ja, jetzt bin ich gleich hin. Ja, wird gerade ein wenig enger als es sein muss. Gut, da ich mir Schutz reingezaubert habe. Gut. Merci für Zählen, die nehmen wir mit. Vielen Dank dafür. Es flattert wahrscheinlich gleich nochmal irgendwo einer rum. Ja, nicht. So, da ist die zweite Kette. Wieder alle Magier da umlegen. Und Nummer 2 fällt in den Keller. Deine Stimme aus dem Lurk muss jetzt zur Probe und wünscht weiter viel Erfolg beim Demon's. Merci dir, Sigi. Viel Spaß im Lurk. Was soll man eigentlich machen, wenn man keine Seelen mehr hat, weil man zweimal ohne Seelen zurückgezogen gestorben ist? Ganz einfacher Trick. Du stirbst jetzt. Ja, gleich, erklär gleich. Ganz einfacher Trick. Also Punkt 1, das Herz ist jetzt nach unten geflogen, sprich der Weg zum Boss wäre jetzt frei. Ja? Und es hat sich jetzt weiter unten, da wo ich vorher gesagt habe, man hätte rechts nach unten gehen können, hat es jetzt auch noch was getan. Da schauen wir jetzt dann nur vorbei, weil da finden wir unter anderem den Ring der Gier, den wo wir vorher hätten für 50.000 Seelen kaufen können. Macht's das bitte nicht, weil den finden wir eben da. So, jetzt zu der Frage von Mr. Wolf Ultra. Ich gehe jetzt einmal davon aus, du bist männlich, ja, falls nicht, dann tut's mir leid. Folgende Sache. Du hast jetzt, sagen wir mal, einfach irgendeine Zahl, 30.000 Seelen, ja? Du laufst rum, stirbst, okay, Seelen weg. Logisch. So, du gehst wieder dahin, stirbst auf dem Weg noch einmal. Was machst du dann? Ganz einfach, wenn du das zweite Mal stirbst, auf dem Weg zu deinen Seelen, schließt du das Spiel. Ja? Du machst Spiel komplett zu, du tappst quasi raus. Du wie ich, also ich tue es jetzt nicht. Spiel schließen und wieder einige.
dann bist du praktisch an deine Seelen immer... Es wird quasi gespeichert, wenn du das erste Mal gestorben bist. Das speichert genau da ab. Das heißt, du kannst dann wieder zu deinen Seelen hinrennen, da wo du halt vorher das erste Mal gestorben bist. Ja? Genau so machst du das und nicht anders. Deine Spielmechanik, das ist einfach die Autospeicherfunktion von dem Spiel. Du musst, wenn du halt weißt, wann das Spiel seine Autocuts setzt, dann kannst du das ein bisschen abusen, sag ich jetzt einmal. Ja? So machst du das halt zum Beispiel immer, also das Spiel speichert unter anderem halt auch immer dann, wenn du irgendein Item konsumierst. Ja? Egal, ob es jetzt irgendein Heilungsgros ist, ob es irgendein Gewürz ist, scheißegal. Immer wenn du irgendein Item konsumierst, speichert das Spiel zwischen, automatisch. Und so auch natürlich, wenn du stirbst. Das Spiel speichert, es praktisch, deine Seelen gehen von 30.000 auf 0. Aha, das Spiel merkt, oh, der hat Seelen verloren, das muss ich jetzt speichern. Und genau so kannst du dann die Mechanik ein bisschen umgehen in dem Sinn. Ja? Also ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. So. Wie gesagt, die zweite Kette ist abgestürzt. Das heißt, der Weg ist jetzt mehr oder weniger für uns frei. So, da findet man noch mal eine Seele. Das ist gut für uns. Da findet man auch noch irgendeinen Loot. Vorsichtig, da langsam hergehen, nicht dass da oben fällt. Da haben wir noch mal eine Seele. Wir könnten jetzt eigentlich... Ja, das da unten machen wir jetzt gleich noch. Normal kann man jetzt zum Nexus gehen und kann uns schon mal ein bisschen aufwerten, aber das machen wir tatsächlich gleich noch. Machen wir das gleich noch, weil die meisten Gegner jetzt schon tot haben, dann tun wir uns leichter. Holen wir uns den Ring gleich noch. Abgesehen davon. So, durch das, dass das Herz da jetzt runtergefallen ist, können wir natürlich die Kriechviecher da auch bis da auffahren. Es geht. Also du musst jetzt nicht massive... Du hast nicht massive Stress, also du hast schon ein paar Sekunden. Ja. Im Endeffekt am einfachsten tust du, wenn du auf der PS-Tasten Sekunden dran bleibst, dann kommst du nämlich direkt ins Menü. Dann tust du die wesentlich leichter. Dann überspringst praktisch den einen Schritt ins Home-Menü zum Gehen. Ja. Also es geht. Also du musst jetzt nicht da mords hudeln. Im Gegenteil, wenn du unter Stress sitzt, dann verdruckst du wahrscheinlich noch irgendwo. Aber es ist jetzt nicht so, dass du das auf 2 Sekunden machen musst. Also du hast tatsächlich schon ein kleines Zeitfenster, so ist es jetzt nicht. So, dann nehmen wir den Loot mit. Da finden wir 2 alte Gewürze. Da haben wir jetzt schon einige auf der Tasche. Und das ist gut für uns. Weil mehr Gewürz ist bekanntermaßen mehr gut. Sind wir auch vorsichtig mit. Rundlichtsteinscherbe ist nicht so, dass man es brei hat. So wie bei den Quicktime-Events gestern. Ja genau, so schnell muss es nicht sein. Das war, wie Mrs. Wifey gesagt hat, ein very quick time event, ja. Bei God of War gestern. So, jetzt aufpassen, da kommen jetzt gleich 2 Gegner. Einmal so ein Kriechviech und einmal so ein Gargoyle. So, da ist der Gargoyle jetzt. Der mag gegrillt werden, den gefallen der mal natürlich. Ihr seht jetzt den Unterschied, ich habe jetzt nämlich nicht das Chris ausgerüstet gehabt. Dann ist er nämlich nicht One-Shot. Entschuldigung. Asozial, abgesehen davon. Wenn sie das Chris ausrüstet, also sprich, das, unser Magiedolch, dann one-shottet sie die Gegend. Nur der Vollständigkeit halber sei das einmal gesagt. So, da kommen jetzt gleich nur mal so Spinnenviecher. Einer von links und auf der rechten Seite kommt auch einer raus, also aufgemerkt. So, einmal baiten. Mal kurz Hallo sagen, sagst du das, und schon kommt der nämlich angeflogen. Nämlich beide kommen da angeflogen. Die halten jetzt einen Standisch, die wissen gar nicht, was los ist. Und jetzt haben sie es gespannt. Hey, da, Feind. Oh, jetzt darf ich 14 Cent nehmen, weil jetzt habe ich gerade Doppelschaden kassiert. Moment. Nehmen wir das zunehmende Mondgras, das heilt schon voll. So, er zum Teufel schicken. So, und den scheiß Gargoyle da unten, den grillen wir jetzt auch noch. Der Vollständigkeit halber, wenn er sich blicken lässt. Irgendwo wird er schon sein. Hoffe ich mal. Glaube. Broadcast, merci für dein Following. Geiler Name, by the way. Wo ist denn das Arschloch jetzt? Da, geh runter da. Du Arschloch, du Grintix. Jetzt hat's dich. Ja, hau mit deiner Armbrust. Du kannst mir mal. Da gehst her.
Gern, hau rein. Ja, in die Viecher hau ich ein. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Wie weit bist du denn? Oh, ja, das ist schwer zum Sagen. Auf den Platin Run bezogen noch nicht wirklich weit. Da haben wir ungefähr bei 40%. Auf Spiel bezogen, auf den Spielrun ungefähr haben wir bei 65-70% so in etwa. Aber gut. So, ich merke gerade. Ah, das habe ich ins Inventar geschickt, glaube ich, gell? Ja. Okay, ich merke nämlich gerade, dass meine Waffen langsam schleißig wird. Die müssen wir mal nachschärfen. Das können wir aber jetzt noch im Nexus da, weil wir sowieso gleich zurückgehen. Okay, New Game Plus. Nein, das ist der erste Run jetzt. So, dann nehmen wir die Seelen mit. Und da herunter, Freunde, wenn das Herz da runtergeflogen ist, können wir da durchgehen. Wenn das Herz nicht runterfällt, ist da der Weg blockiert. So. Und da findet man, wie gesagt, den Ring der Gier. Den, was man, wie gesagt, vorher bei der Händlerin mit dem alten Gewürz, der wo im Kerker gesessen ist, hätte man den Ring für 50.000 Seelen erwerben können. Glaubt's mir, ist keine gute Investition, weil es ihn ungefähr gefühlt eine halbe Stunde später da herunten sowieso findet. Ja? Alle Ringe Platin relevant, ich sag's nochmal. Also bist du aber nicht neu in Souls Games, oder? Nein. Erfahrener Souls-Spieler. Also ich stelle mich zwar manchmal ab, wie ein Anfänger, aber ich bin tatsächlich, was Souls-Spiele angeht, erfahren. So, ab mit dem Schwanz. Hier findet man einen blauen Stein. Und wieder eine Seele. Und wieder eine Seele. Veteran quasi. Ja, so krass da das jetzt. Ja, okay, sagen wir Veteran. Gut. Wir haben da alles erledigt. Ansonsten gibt es jetzt da nichts mehr. Wir kehren jetzt in den Nexus zurück. Wir haben alles soweit bis zu dem Punkt jetzt getan. So, und jetzt müssen wir umskillen, Freunde. Was heißt umskillen? Wir müssen einen anderen Zauber ausrüsten. Und werden wir unsere Intelligenz weiter pushen. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir erst einmal die Dame wiederfinden. Also erst einmal reparieren wir unsere Ausrüstung. Das meine ich, war mir das Wichtigste. So, jetzt ist unser Schwert auch wieder schön geschärft. So, wo ist jetzt die andere Schupferbrunzen? Die steht da oben. Okay. Gut, an der Stelle werden wir wieder unsere Seelen investieren. Außer Bossseelen. Somit haben wir jetzt lediglich 11.000. What? Okay. Und dann pushen wir wieder unsere Intelligenz nach oben. So. Und jetzt holen wir uns tatsächlich nur einen neuen Zauber. Und zwar ist es der gute Zauber, den wir beim Mr. Frick erlernen können. Der Zauber Schonung, den wir mir für die eiserne Dämonenseele kriegen. Diese eiserne Dämonenseele droppt uns der Turmritter. Das ist ein Boss. Genau deswegen sage ich immer zwingend, konsumiert mir bitte ja nicht die Bossseelen. Schonung ist ein sehr starker, oder eigentlich glaube ich sogar der stärkste Defensivspell. Der vermindert nämlich physischen Schaden um 80%. Ja? Das Ding ist, der braucht 2 Zauberslots. Also kann man aktuell mit dem Bild, was wir jetzt spielen, noch nicht wirklich nutzen. So, wird das. Und jetzt, Freunde, werden wir Schutz weg und Feuersbrunst weg und wir lernen uns jetzt Feuersturm. Ja, den stärksten Offensivspell, weil wir werden jetzt dann gleich den ersten Boss so dermaßen krass in die Hölle verbannen, da wird's Augen machen. Das Ding ist, Schonung braucht ebenfalls 2 Zauberslots. Wir werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage sein, den stärksten Offensivspell und den stärksten Defensivspell zu tragen. Ja. Ich muss aber dazu sagen, Feuersturm wird man tatsächlich nicht so oft spielen, weil er eben sehr mana-intensiv ist. Ja. Würdest du ein Soulspiel auch platinieren, wenn es eine Speedrun-Trophäe gibt? Nein, definitiv nicht. Erstens einmal schon da man den Stress nicht an hat, weil das ist ultra. Ich schaue mir gern Speedruns an, rein der Unterhaltungswegen, ja, aber selber einen Speedrun machen, ich glaube nein, das glaube ich war nichts für mich. Da müsste man das Spiel schon massivst viel Spaß machen. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man Demon's Souls an und für sich keinen Spaß nicht macht, Demon's Souls, also gerade jetzt das Remake, ist schon ein geiles Soul-Spiel, so.
Aber es ist halt jetzt nicht eins, was so absolut auf Tryhard ist. Also von der Schwierigkeit her, ich darf Demon's Souls sogar tatsächlich als als einsteigerfreundliches Souls-Spiel betiteln. Ja? Es ist jetzt nicht unfassbar schwer. Die Bosse vor allem, also die meisten, ich sage mal 90% der Bosse in dem Spiel, die sind nicht wirklich schwer. Es sind eher mehr die Gebiete, die wo ein bisschen schwerer sind. Die Gebiete zu die Bosse. Ja? Aber Demon's Souls da jetzt eher tatsächlich als einsteigerfreundliches Souls-Spiel abstempeln. So, ja. Ist halt natürlich aufgrund der aktuellen Konsolengeneration natürlich das schönste optische Souls-Spiel. Ja? Aber gut. So, wir gehen mal wieder zurück nach Oberlatria. Wir haben jetzt den Feuersturm ausgerüstet. Den brauchen wir jetzt dann für den Boss, den wir dann gleich machen. Und dann... Ja, dann haben wir mit dem Gebiet fast fertig. Fast. Jetzt ist natürlich so, wir müssen uns jetzt auf unser Schwert verlassen, weil, wie gesagt, der Feuersturm ist extremst mana-intensiv. Das wird dann relativ schnell feststellen. Deswegen werden wir jetzt... und das erste Mal unser altes Gewürz ausschließlich ausrüsten. Ich kann eigentlich auch dann einmal vorführen, wenn es wirklich war. So, jetzt muss der Hansel aber erst einmal runterkommen. Die Hand mit 3 Schlägen kaputt. Ja, also alles easy peasy. Das Ding ist halt, bei denen Gegner kriegt man halt auch nicht sonderlich viel Seelen. Das ist das. Also man hat so gefühlt, verbringt man da 8 Stunden in den Gebieten, dann hast du 3000 Seelen beieinander. Die Gegner haben aber im Verhältnis aber dafür auch relativ einfach. Muss man halt fairerweise halt dann auch dazu sagen. So, der komplette Weg ist frei. Wir müssen mit den meisten Gegner jetzt natürlich nicht mehr machen. Wir gehen jetzt einfach straight nach oben. Wir werden noch ein rotes Phantom finden, in Form von einem Gefängniswärter. Und da werde ich dann den Zauber vorführen. Ja, der wird dann nämlich massiv gegrillt. Aber mal sehr massiv. Und das schaut optisch halt auch wirklich sahnemäßig aus, muss man halt auch sagen. So, da braucht es nicht umgehen. Alles kein Problem. Und da, die Bratzen, also die Herz oder die, wo uns da vorher den Weg versperrt hat, die ist jetzt weg. Weil die Pumpen ist ja da unten jetzt irgendwo. Ja? Da kann man da durchrennen. Nimmt man noch ein wenig an Loot. Seele eines angesehenen Helden, das ist immer gut. So. Und jetzt, Freunde, der müsste da oben sind, da staxelt er nämlich schon rum. Das ist eine ganz gemeine Stelle, weil ihr links und rechts runterfallen könnt. Also mit Rollen ist da praktisch nicht wirklich viel. Deswegen mach's ich immer so. Der geht nämlich nicht ganz nach unten. Ich bleib in der Regel einfach da ungefähr auf der Höhe stehen. Wart bis er wieder runter geht und wieder aufgeht und dann renne ich ihm nach und dann grillt man einfach. So ist die einfachste Art und Weise, den Gegner auszuschalten, ohne irgendwelche Probleme zu kriegen. Ja? Wie gesagt, das ist eine sehr ekelhafte Stelle, ist auch der einzige Gegner auf der Passage. Leg mir mal Schritte bei dafür. Ist auch so gesehen der einzige Punkt in dem auf der Passage, wo da der Gegner kommt. Das ist, ja, dafür umso ekliger. So, jetzt geht er wieder nach unten. Und gleich ist Grill-Saison eröffnet, Freunde. Da könnt ihr schon mit gefreien. Das wird jetzt gleich ganz zauberhaft. Müsst nur ein bisschen aufpassen, dass er eigentlich nicht doch spottet, weil dann fängt er nämlich instant zaubern an und dann ist ein bisschen eine Problematik. Wir wollen es uns ja so einfach wie möglich machen. So, jetzt dreht der Idiot wieder um und jetzt nehmen wir die Füße in die Hand. Und Achtung, Freunde, Grill-Session. Und ihr seht oben links, wie heftig mana-intensiv der Zauber ist. Ja? Also es ist tatsächlich nicht ohne. Aber mit altem Gewürz geht das natürlich easy. Grillsaison fängt am 1.1. an. Die hört eigentlich nie auf, so, wenn du mich fragst. Aber gut. Bei Souls-Spielen ist es immer ein wenig anders. So. Dann natürlich da typisch Souls. Man kann da rechts lang. Schaut nicht so aus, aber ist tatsächlich so. Da findet man auch noch mehr einen Loot. Wieder Seele. So, da ist dann jetzt da die Nebelwand.
Spoiler, da ist ein Boss dahinter, werde ich gleich was sagen dazu. Und ähnlich wie in Donkey Kong oder Mario, einfach einmal entgegengesetzt da hingehen, wo man hin sollte. Da findet man meistens noch irgendwas. So auch hier. Nämlich 8 alte Gewürze. Wo es uns schon wieder den Hinweis gibt, das habe ich nämlich schon mal erklärt, man findet in der Welt immer so einen kleinen Hinweis auf die Schwächen der Bosse anhand der Items, die man findet. Ja, durch das, dass wir altes Gewürz finden, das wo ja im Umkehrschluss bedeutet, das füllt Mana auf. Ja, also ist er halt wahrscheinlich zauberanfällig. Ja? Und das ist natürlich super für uns, weil wir spielen ja bekanntermaßen einen Magier. So. Der Boss, der wo da dahinter steckt, ich habe ihn schon mal erklärt, beim letzten Mal, der Flammenschleicher ist einer der Bosse, die wo tatsächlich ein bisschen schwieriger sind. Der Boss dahinter ist ein weiterer, der wo ein bisschen tricky ist, weil das Ding ist, die Bosse sind zu zweit. Zwar nicht gleichzeitig, aber also zumindest zu einer gewissen Zeit nicht gleichzeitig. Ich bin mir jetzt nicht ziemlich sicher, ich glaube, man hat ungefähr 160 Sekunden Zeit, um einen alleine zu legen. Falls man das nicht schafft, kommt der zweite einfach dazu. Ja? Das ist dann hingehend ganz schön abfuckt, wenn man halt Souls Neuling ist. Ja? Man ist da ziemlich schnell überfordert, weil 2 Bosse gleichzeitig zu legen, das ist quasi zweimal der gleiche, so, wenn man so möchte. Aber man kommt da massiv in Stress, ja? Weil wenn du halt, ein Boss ist ja teilweise schon nicht ohne, ja? Aber 2 haben halt, ja, nicht so flauschig. Aber, Freunde, für den, ich sag's jetzt nochmal dazu, lohnt sich jetzt einmal schon mal schön stark zurück, zieht sich auf alle Fälle Zeckel bis über die Kniescheiben auf, ja. Holt sich irgendein Knabberzeug, weil den Boss, den zennt man jetzt an. Und zwar ganz gewaltig. Das ist der erste Boss, der wo danach nimmer wissen wird, wie er da überhaupt hingekommen ist, ja. Weil das wird jetzt richtig schön. Ja, und genau das, da wird's ja dann, das ist so der erste Boss, wo wir eigentlich tatsächlich wirklich feststellen werden, wie heftig Magie in dem Spiel ist, ja. Ich kann es auch schon mal vorwegnehmen, es wird nicht der einzige Boss bleiben, wo wir so penetrieren. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt drauf. So, nur mal kurz Brainstorming und sicher geht, dass wir alles haben. Also, einmal Chris ausrüsten für 25% mehr Schaden. Abgehakt. Feuersturm ausgerüstet. Offensivspell. Abgehakt. Altes Gewürz ausgerüstet für Reproduktion von Mana. Abgehakt. Ring der magischen Schärfe ausgerüstet. Für 50% mehr Schaden, abgehakt. So, und unseren Holzfokus für Name 15% mehr Schaden, ausgerüstet, abgehakt. Dann haben wir alles, Freunde. Sind wir bereit? Ich glaube schon. Und jetzt aufpassen. Wir haben es jetzt zu tun mit dem guten Menschenfresser. So, nicht gleich zaubern. Und jetzt geht's los. Der hat jetzt im Endeffekt Glück gehabt, dass er von dem letzten Tick nicht getroffen wurde. Ganz ruhig bleiben, alles halb so wild. So, der zaubert jetzt Gift. Oh, großer Fehler von ihm. By the way, das ist richtig unlucky gelaufen. Wenn ich mich ein bisschen besser positioniere, sind beide One-Shot. Dann werden beide vom letzten Tick so dermaßen hops genommen. Ihr habt gesehen, ein Damage-Tick macht ein Drittel Lebensleisten von dem Boss weg. Und der Zauber haut genau 3-mal zu. Ja? Der letzte Tick hat leider nicht mehr getroffen, weil ich mich schlecht positioniert habe. Aber ihr seht es, der Bosskampf hat jetzt 10 Sekunden gedauert. Vielleicht, wenn überhaupt. Ja? Also Tosen einmal ganz gewaltig ausgezogen. Ja? Boss erledigt. Kaputt. Im Nirvana verschwunden. So, das riskieren wir jetzt nicht, weil wir haben ja menschlich, ja, was uns ja wieder sagt, wir müssen in den Nexus zurück. Weil menschlich sein ist ungeil, wenn man stirbt. Da findet man Vollmondgras, das ist zauberhaft für uns. Und da kriegen wir eine gemischte Dämonenseele. Ab in den Nexus, meine Freunde. Und Arschbombe des Obergrauens machen. Jetzt muss ich nochmal kurz schnell schauen. Okay,
passt. Alles richtig gemacht soweit, wenn ich das richtig gelesen habe. So. Aber ich glaube, ihr habt jetzt gerade ein ganz schönes Beispiel gekriegt, wie heftig Magie ist. Wenn du einfach Bosse so dermaßen weghaust. Und es macht einfach Spaß, muss man halt einfach dazu sagen. Ist einfach nur so. So, da wieder die Arschbombe machen, damit wir wieder in Seelengestalt rumrennen. Und damit sich unsere Weltentendenz nicht nur verändert. So, die Seelen nehmen wir mal wieder mit. Müssen wir jetzt soll ich es nicht gescheit gesehen, glaube ich, aber es haben wir 17.000 Seelen oder so. Jawohl. 17.445. Wenn wir das haben, kehren wir wieder in den Keilstein zurück. Wir haben nämlich da noch nicht fertig. Wir haben nämlich noch den Elfenbeinturm. Kann sich aber sagen, das dauert nicht lang. Das ist ein sehr kurzer Abschnitt. Kann tricky sein, muss nicht tricky sein. Aber braucht man, um die Welten auf Weiß zu bringen. Das waren Sekunden. Das waren Sekundensteaks, ja, du hast recht. So, da finden wir 2 Seelen, das ist gut. Jetzt können wir uns drüben ja den Loot nachholen, weil wir haben ja jetzt nicht mehr menschlich, ja. Also wenn wir jetzt da oben fallen, ist es auch nicht mehr tragisch. Aber Loot nehmen wir halt natürlich schon mit. Ich bin mir zwar jetzt gerade nicht sicher, was das da runter ist, aber es könnten Seelen sein. Und mehr Seelen haben bekanntermaßen immer mehr gut. Also Mundkurzschwert. Ah ja, okay. Gut für Dex-Builds, also sprich für Geschicklichkeit-Builds. Wir haben die 2 Lustigen gerade geheißen, Menschenfresser. So. An und für sich ist der Abschnitt jetzt sehr, sehr kurz, aber kann sehr, sehr abfucken, weil wir da 2 rote Phantome in Form von Wärter finden, aber regelt man. Ohne geilen Namen, ja. So ein Hirn und so eine große Windel drauf. Plot Twist, das ist der nächste Boss. Da sage ich aber dann noch was dazu. So, das ist an der Stelle eben auch wieder relativ eklig, weil da müsstet jetzt gleich... Na, du noch nicht, okay. Dann ist nochmal eins weiter. Die Gegner haben nicht das Problem. Ja, das ist überhaupt kein Problem nicht. Die haben recht simpel. Aber da haben insgesamt in der enger Passage wieder 2 so rote Tentakelphantome. Und die können nerven. Und deswegen haben wir halt jetzt unter anderem Gott sei Dank unseren Feuersturm mit dabei. Da ist er nämlich schon. Da kannst einfach nicht aus. Ja, das ist das Problem. Es kann sein, dass ich da jetzt vielleicht das eine oder andere mal stirb. Ich kann Ihnen jetzt sagen, wie man einen Zauber von denen ausweicht, weil dann haben sie nämlich für ganz kurze Zeit, so für 2-3 Sekunden, haben sie da handlungsunfähig. Da kannst du dann einen Zauber spellen. Feuersturm hat nämlich so eine zweite Seite von der Medaille. Der Zauber wumst zwar unfassbar stark, aber in der Zeit, wo ihr den Zauber macht, seid auch ihr anfällig für Schaden. Ja? Also wenn der Gegner erwischt, während ihr zaubert, ja, dann habt ihr Pech gehabt. Das ist praktisch so ein High-Risk, High-Reward-Move. Ja? Man muss ihn also richtig gut timen, gerade bei flinken Gegnern. Ja? Aber gut. So. Du kannst praktisch durchrollen. Wieder ein altes Gewürz konsumieren. Die Waffen wieder in Zweihand nehmen.
Es sind insgesamt genau 2 rote Phantome, die da warten. Aber ist wie gesagt halb so wild, wenn man weiß wie. Easy. Gut, wie gesagt, die Echse ist nicht dramatisch. Und jetzt haben wir im Endeffekt schon wieder beim Boss. Der Boss ist eigentlich ganz lustig. Wenn ihr online spielt, dann spielt ihr praktisch, ist der Boss praktisch ein echter anderer Spieler. Der, wo gerade zufällig in der Ding rumrennt, der spawnt dann da als Boss, also praktisch ein PvP-Kampf sozusagen. Wenn ihr offline spielt, ist das irgendein NPC. Ja, also die KI, das was ihr vorher gerade im Endeffekt gesehen habt, ist eigentlich ganz cool gemacht. Das glaube ich hat es auch sonst in keinem anderen Soulspiel mehr gegeben, dass du praktisch ein echter Mensch, also ein richtiger Spieler, ein Boss sein kann. Warum sie es nicht gemacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht ist damals nicht so gut angekommen. Aber ich finde die Idee dahinter eigentlich schon ziemlich cool. Folgendes, bei dem Boss muss man ein bisschen aufpassen. Da ist jetzt der Zauber, den wir da haben, nicht unbedingt der optimalste. Wir sorgen mal damit dafür, schau, dass er gut Damage kriegt. Er wird halt nicht gewone-shottet, also wir werden den Spell 3-4 Mal machen müssen. Weil der nämlich, wenn er getroffen wird, praktisch auf Seiten oder nach hinten geworfen wird. Ja? Also der bleibt nicht in dieser Flammenpassage gefangen sozusagen, wie der vorherige Boss, sondern er wird ausgeworfen, weil er halt einfach Schaden kriegt. Ja, es kann einmal glücklich laufen, dass ihn dann 2 Ticks erwischen, dann ist es natürlich gut für uns. Aber in der Regel trifft der Zauberfeuersturm nur einmal pro Spell. Also sprich, wir verbrauchen da jetzt gut Mana. Und was man auch aufpassen muss, zum einen macht er selber Magie, also sprich, wir kriegen von dem auch gut Damage, wenn er uns denn erwischt. Und man soll ja am idealsten nicht den Rücken zudrehen, weil der backsteppt eng. Sehr penetrant sogar. An und für sich ist der Boss aber eigentlich relativ leicht. Wie gesagt, ich sag's wieder dazu, bei den leichten Bosse verrecke ich gerne mal. Aber gut. Zwar ist das der alte Mönch. Warum er Mönch heißt, weiß ich nicht. Aber ihr seht es, er kriegt passablen Schaden. Der hat auch die Klauen. Und jetzt hat er einen Seelensuchpfeil, den Spell werden wir später auch benutzen. Den kriegen wir unter anderem von seiner Seele. Und der ist ziemlich OP. Da wird man auch den einen oder anderen Boss noch penetrieren damit. So, und jetzt hat er 2 Ticks abgekriegt und das war jetzt gut für uns. Und dann ist im Endeffekt der Boss eigentlich auch schon gegessen. Ja, ihr seht, es ist ein High-Risk, High-Reward-Move. Der kann einmal gut, jetzt habe ich halt ein Problem, weil ich mir jetzt gerade nicht vollheilen kann. Wie gesagt, dreht sie ihm ja nicht an den Rücken zu, das ist ein sicherer Tod an der Stelle. Easy. Was? Wie gesagt, der Zauber, den was wir da nehmen, der Feuersturm, ist für den Boss nicht unbedingt der optimalste, ja, aber wir nehmen halt mit. So, der Boss, so einfach er war, gibt halt Satz Seelen, 27.170, das nehmen wir natürlich gerne mit. Und eine goldene Dämonenseele. So, und jetzt, Freunde, haben wir dieses Gebiet komplett fertig gemacht. Ja, wir haben jetzt an der Stelle die weiße Weltentendenz in dem Keilstein. Und die ist wichtig, habe ich vorher erklärt. Wir brauchen eine weiße Weltentendenz in dem Keilstein, um einen gewissen Schlüssel zu finden, damit wir dann nachher wieder einen NPC befreien können. Das machen wir auch jetzt noch. Ja? Jetzt muss ich nur noch mal lohnen, weil soweit ich jetzt noch das im Kopf habe, muss man jetzt alle Seelen konsumieren und... Gut. Also, folgender Sachverhalt. Wir werten uns jetzt komplett auf. Wie gesagt, ich muss da immer mal wieder auf meine Notizen schauen, damit ich ja nichts übersehe, weil irgendwas übersehen ist scheiße, was am Platin Run angeht. Die goldene Dämonenseele ins Lager
und die gemischte Dämonenseele auch ins Lager. Sind Bossseelen, werden nicht konsumiert. Ganz wichtig. Dort das zur Sicherheit halber, weil es Kind sind ganz schnell verklicken und dann ist der Teufel los. Den Rest können wir ganz normal konsumieren. Und schon haben wir wieder 61, 64, 64.000 Seelen. Idealerweise war halt Intelligenz jetzt schon auf 24, wenn das haben wir halt jetzt nicht. Machen wir jetzt auf 24, dann passt's auch. Magie braucht man dabei nicht skillen, da haben wir mehr als genug. Ja. Machen wir einen Rest dafür halt noch einen Vitalität und Kondition. Und somit schalten wir einen weiteren Zauberslot frei. Zugehend genommen schnell kurz. Heute vergesse ich nicht meine Webcam dann wieder anzuschalten. Sobald wir mir eben die Intelligenz von 23 auf 24 bringen, ist unten rechts, seht ihr, Zauberkapazität geht auf 4. Das heißt, wir haben 4 Zauberslots. Und unser Mana ist beinahe auf 200. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen 200 Mana haben, damit wir zweimal Feuersturm casten können. Ja? Das ist im Endeffekt das Ziel dahinter. Gut, wenn wir das haben, dann gehen wir nochmal zum Ehrenbazi Meister Zauberer Freak. Und da holen wir uns jetzt 2 Zauber. Und zwar einmal den Seelenzug-Pfeil. Das ist eben der Zauber, den wo der andere nämlich gerade ausgerüstet hat. Oder gegen uns verwendet hat. Und wir holen uns den Seelenstrahl. Das ist im Endeffekt der Seelenpfeil, der aber durch alle Gegner durchgeht. Also sprich, wenn jetzt da 5 Gegner in einer Reihe stehen, dann trifft der alle 5. Nehmen wir auch mit. Brauchen wir. So. So, und jetzt das Danke, lasst mich euch, bin das stimmen wir folgende Zauber ein. Feuersturm geht weg. Jetzt haben wir 4 Slots. Wir rüsten aus Schonung und Seelensuchpfeil. Genau deswegen haben wir heute jetzt eben die 4 Slots. Beim Seelensuchpfeil ist es so, ab einem gewissen Magiewert kann man mehr so Kugeln. Je weniger Magie, ich glaube, dass Magie ist, je weniger Magie ihr habt. Also Standard haben es 2 Kugeln. Ich glaube, ab einem Magiewert von 27 oder ab 30, bin mir jetzt nicht, darfst mir nicht festnageln, kämen 5 so Kugeln, das ist auch das Maximalste. Der Zauber macht auch verteufelt viel Schaden bei gewissen Gegnern. Ja? Müsst ihr halt ein bisschen Obacht geben, dass ihr zum Beispiel nicht irgendwie an einer Mauer oder so wo steht, also praktisch da jetzt ein Gegner vorne anvisiert, weil dann gehen die Kugeln nämlich gegen die Mauer. Beziehungsweise lösen sie auf. Ja? So, jetzt machen wir noch eines. Jetzt holen wir uns nämlich den Schlüssel, der wo nur in einer komplett weißen Weltentendenz erscheint, oder wo man nur in einer komplett weißen Weltentendenz hinkommen. Jetzt habe ich mich nicht umgebracht, glaube ich, gell? Muss ich gleich nochmal da. Das ist ganz wichtig. Ich bin jetzt menschlich, ihr seht es jetzt auch anhand des Augensymbols, wir haben eine komplett weiße Weltentendenz, das heißt, es sind alle Bosse in dem Gebiet geklärt. So, und da wir ja immer doppelt sicher gängen, dass wir auch ja nicht menschlich haben, werden wir uns jetzt im Nexus nochmal schnell kurz die Arschbombe gönnen und dann machen wir den Rest des Schützenfests. Ich muss euch sagen, das Spiel macht mir unfassbar viel Spaß. Das Geile an den Souls-Spielen ist halt einfach, die haben so einen heftigen Wiederspielwert. Also du kannst die eigentlich einmal im Jahr kannst du die gönnen. Weil jedes Mal irgendwas anderes passiert. Das ist zwar grundsätzlich immer das gleiche Spiel, aber jedes Mal läuft es anders. Und das ist einfach so gut an die Souls-Spiele. Weil, wie gesagt, der Wiederspielwert einfach. Es wird halt nie langweilig irgendwie. Weil es, ja, mal machst du den Boss auf einmal weg, mal brauchst du 3-mal. Mal läuft es bei einem Gebiet besser, dann läuft es wieder nicht so gut. Das ist einfach, das feiere ich einfach bei den Souls-Spielen. Deswegen habe ich Sekiro auch mal durchlassen, weil das auch jedes Mal anders ist. Und man muss ja halt ehrlich sein, wenn man halt Bosse so, oder halt generell das Spiel so einfach gestalten kann, dann spielt man sich halt auch erst recht viel leichter. So geht's einmal. Oder macht es erst recht viel mehr Spaß. Weil du halt nicht du penetriert wirst, sondern weil du derjenige bist, der penetriert. Ja? So nämlich. Gut. Jetzt kann ich dann auch den Seelenzugpfeiler mal so ein bisschen vorführen. Das geht jetzt tatsächlich relativ schnell. So, da kann man im Endeffekt jetzt schon einen Seelenzugpfeil casten, sobald der Gegner auch nur einen Millimeter zu nah an uns drankommt, schnalzt es im Endeffekt schon. Okay, warum er jetzt da? Er holt uns den Gegner einfach mal instant aus der Luft.
Das nehmen wir natürlich dankend. Seelensuchtpfeil auch einer der stärksten Spells in dem Spiel. Wenn man es denn richtig macht. Natürlich macht unser Schwert auch mehr Schaden mit der Zeit, weil je mehr Magie wir ja haben, umso stärker wird unser Schwert, weil das ja auch mit Magie durchtränkt ist. Ja, okay, perfekt. Aber am einfachen dort sind tatsächlich in dem Gebiet, wenn es mit dem Schwert kämpft. So geht dazu. Ja? Weil die Gegner, wie gesagt, das Tracking ein wenig komisch ist. Da kann es eigentlich passieren, dass er mal ein wenig schief läuft. Aber natürlich jammern auf hohem Niveau. Aber den Seelensuchtpfeil wird man unter anderem dafür benutzen, um einen Endboss zu legen. Ja? Ich glaube, einen Durchdringer wird man auch mit Seelensuchtpfeil. Ja, und Durchdringer macht man, glaube ich, auch mit Seelensuchtpfeil. Ziemlich easy sogar. Oh, jetzt bin ich abgefallen. Seht ihr es? Genau deswegen macht man sie einfach nicht. Deswegen geht man nicht menschlich in einen Keilstein rein. Es kann immer mal passieren, manchmal schneller als man meint, dass man einfach runterfällt oder irgendwas übersägt. Und so passiert entweder Weltentendenz absolut gar nichts, weil ihr sterbt ja nicht als Mensch. Wir haben ja immer noch eine schöne, helle, weiße Weltentendenz. Kann immer mal passieren. Ist auch dann in dem Fall auch überhaupt nicht tragisch. Die paar Seelen, was ich da jetzt gehört habe, die 2000 Seelen, meine waren's noch, das ist auch überhaupt nicht tragisch, wenn die wegkommen. Die haben mittlerweile schon Two-Hit. Seelensuchtpfeil ist wieder eine gute Unterstützung noch dazu. Aber frisst halt auch natürlich nicht wenig Mana, gell? Das muss man halt dazu sagen. Je stärker was ein Zauber ist, umso mehr Mana frisst er. Ist offensichtlich in allen Spielen so. In allen Spielen so. Da hinten liegen unsere Seelen. Sehe ich von da schon. Überhaupt kein Problem. Tja, Training hast du aber jetzt ohne mitgemacht. Na, dann füllen wir wieder auf, da kommt nur mehr einer, meine. Oh, was? Da will Loot übersehen. Der Loot droppt. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Gargoyle Armbrust, sehr gut, die Kim und Schenker, die brauchen wir nicht. Den da unten, den Loot, weil du die ersten schon Hursten her, ist unrelevant, brauchen wir nicht. Seele eines unbekannten Helden, immerhin. Gut. So einfach ganz. So, da kommt jetzt gleich noch runtergeflogen. Wieder mal. Gut. Lauft wie geschmiert, Freunde. So, wieder auf den Aufzug warten. Da ist er schon. Hau bloß ab, da, die sagt das. So, die Magier der Ole kämmert natürlich nicht mehr, weil die haben ja weg. So, Freunde, und jetzt habe ich vorher gesagt, in einer komplett weißen Weltentendenz liegen da Bretter und jetzt kommen wir da auch drüber. Ja?
Nur in einer weißen Weltentendenz passiert das. Sonst an diese Bretter nicht zu sehen. Und das ermöglicht uns jetzt natürlich, dass wir da aufverkämmern. Da herumert, findet man dann letztendlich den Schlüssel dafür, um das weiße Phantom zu befreien. Hoffnungskerker Zellenschlüssel E2.W. Was das W heißt, weiß ich nicht. So. Da wir den ganzen Weg jetzt nicht wieder zurückrennen müssen. Refugium und ab dafür. Und jetzt befreien wir noch das schöne weiße Phantom, dann kriegen wir einen Ring. Jeder Ring ist platinrelevant. Und einen in den Lurch. Weil, kostet uns auch nichts. By the way, noch mal kurz bemerkt, bei einer weißen Weltentendenz kriegt es ja tendenziell zwar weniger Seelen, aber dafür mehr Loot. Ja? Und Gegner machen auch ein bisschen weniger Schaden. In der schwarzen Weltentendenz ist das dann natürlich das krasse Gegenteil. Ja? Gegner machen bis zu 300% mehr Schaden, das ist nicht gelungen, das ist eine Tatsache. Ihr kriegt mehr Seelen, aber dafür ein bisschen selteneren Loot. Ja, muss man sagen. Wer braucht schon Seelen? Jetzt aktuell brauchen wir fast gar keine. Oder wie vorher Loot besorgen. Oder wo ich schieße. Gut. Bitte. Ja, mittlerweile auch Two-Hit mit dem Schwert. Das ist halt das Gemeine an die Gegner, weil die paralysierend, also nennt man halt zumindest so. Wie gesagt, einfach ganz flaschig bleiben, das kann mal passieren. Ist nicht dramatisch. Schickt man einfach zum Teufel den Burschen und dahin geht's. Da hinten rennt auch noch mal eins rum, aber das können wir, oder was heißt eins? Einer. Da entert, aber den können wir ignorieren. Der geht uns gepflegt am Arsch vorbei. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil wie gesagt, da verlauft man sich gerne mal, oder beziehungsweise du hast verlaufen. Da verwechselt man es gerne mal, aber ich glaube, dass man da schon, das ist schon der richtige Gang da. Weil der muss hübsch weiter runter sein. Da müssen wir da aus und nach hinten und da ist der Wärter. Okay, passt. Wie gesagt, der Ring der magischen Schärfe, der wo uns dazu verhilft, dass wir 50% mehr Damage machen, der sorgt auch dafür, dass wir halt 50% mehr Magieschaden kriegen. Ja? Deswegen haben eben genau die Kollegen da gar nicht einmal so zum Unterschätzen. Ja? Du kannst gerne mal sehr böse auf die Nuss kriegen. In dem Fall aber nicht. So. Dann befreien wir das Phantom. Da drunten liegt noch Loot, sag ich gerade. So. Kollege Schnürschuh, außer mit dir. Oh, danke. Vielen Dank, gnädige Seele. Bitte nehmt dieses schöne Stück an euch. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Endlich beginnt meine letzte, ewige Ruhe. Ring der einfältigen Ratte. Ja, der Ring, den kriegt's nur von ihm. Deswegen müsst ihr ihn befreien. Genau, im Endeffekt, der bleibt jetzt da, der stirbt nicht oder nix. Und der Kollege, wenn wir eine komplette schwarze Weltentendenz haben, das was wir beim nächsten Mal da machen, das ist die erste Welt, die wir auf schwarz bringen, dann ist dieser Gegner. Dann ist er das schwarze Phantom. Die haben's alle in sich. Ja? Die schwarzen Phantome haben verdammt stark und verdammt tanky, aber wir haben ja Gott sei Dank OP geskillt, also wird man das auch hinbringen. Ja? Gut. Ansonsten haben wir da alles erledigt. Da hinten ist noch Loot. Jetzt müssen wir schauen, ob wir da noch hinkommen. Wahrscheinlich von der Seite nicht. Ja, da können wir sogar hin. Weil, weiße Weltentendenz, Freunde. Der Felsen da ist weg. Dann nehmen wir halt den Loot auch noch mit. Seele 1, Seele 2 und Seele Nummer... Na, Mondlichtsteinscherbe. Okay, ja gut. Gut, ansonsten gibt's hier nichts weiteres zu tun.
ab in den Nexus. Reisdudel habe die Ehre. Gut. Unser nächster Akt wird dann sein, dass wir eben diesen Keilstein, den wir heute überwiegend gemacht haben, den wo wir komplett auf weiß gebracht haben, ist der erste Keilstein, den wir komplett auf schwarz machen. Wie werden wir das machen? Wir werden uns menschlich machen mit einem blauen Emphema Augenstein. Das sind die Steine, die wo wir die ganze Zeit sammeln. Werden wir uns dann in den Tod stürzen, werden wir wieder einen Augenstein nehmen, werden wir uns wieder in den Tod stürzen und so weiter und so fort. Der Emphema Augenstein bewirkt also, dass wir von der Seelengestalt in die Menschengestalt kommen und dann bringen wir nach und nach unsere weiße Welt ins komplett ins Schwarze und holen uns dann da noch einen Ring, der wo uns dann in dem nächsten Gebiet, wo wir dann hingehen, massivst viel helfen wird, weil das ist, wie gesagt, ein Sumpfgebiet, da haben wir mir verlangsamt, da können wir auch nicht Ausweichrollen machen oder sonst irgendetwas, das ist ziemlich abfuck, aber mit dem Ring wirken wir da dagegen, weil da können wir uns dann ganz normal bewegen. Ja? Haben und nicht haben, Freunde. Aber gut, dazu wird es erst nächstes Mal mehr geben, weil für heute setzen wir da an der Stelle einen Cut. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Wir haben heute ganz annehmlich viel geschafft. Es ist nicht zu viel oder es ist auch nicht zu wenig gewesen, würde ich sagen. Ja? Ich glaube, dass wir da einen ganz guten Cut setzen können für das nächste Mal. Ich glaube, dass Enker Käpf jetzt ohnehin schon rauchen. Ich möchte Enker Geduld nicht zu überstrapazieren. Ja? So muss man ja so. Reisdudel ist alles fit bei dir, abgesehen davon. So, jetzt brauchen wir erst einmal jetzt mitgewacht. Machen wir da erst einmal so. Dann machen wir so. Ansonsten hoffe ich, dass das Ganze da, der ganze Guide, den was ich da ein wenig veranstalte, dass der ein wenig Spaß macht. Auch, ich hoffe, dass er weiterhilft für die Leute, die das selber spielen. Wie gesagt, mit dem Bild, also mit dem adligen Bild, mit dem Magiebild, kommt ihr ganz, ganz simpel durch das Spiel. Ist überhaupt es ist halt nicht, es gibt Steine, die haben ein wenig tricky, ja, aber an und für sich eigentlich eine sehr angenehme Art, um das Spiel durchzuspielen, tatsächlich. Und jetzt muss ich dann nochmal schauen, wie es dann weitergeht tatsächlich. Wie gesagt, wir werden jetzt die erste Welt auf schwarz bringen. Beim nächsten Mal werden wir dann den 5. Keilstein angehen, also das schwarze Gebiet an und für sich. Und dann muss ich noch schauen, wie es dann weitergeht, genau. Muss ich mir dann nochmal genau durchlesen. Aber das kriegen wir alles hin. Servus, gar wurscht, dann schaue ich mir das Video. Ja, wir haben jetzt am Ende, ja. Für heute. Was, dann werde ich jetzt noch eine Runde fahren. Gefällt mir dein Demon's Souls Guide. Merci dir, Boxer. Und viel Spaß beim Motorradfahren. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und pass auf dich auf, ja. So, Freunde. Nächster Stream, ich weiß noch nicht wann, ich kann es noch nicht sagen. Stand jetzt, ja. Mittwoch und Donnerstag auf die Nacht auf 5. Ja. Da kann sich aber noch was ändern, ich weiß nicht. Ausrufezeichen Discord an der Stelle, da kriegt ihr es definitiv mit, wenn ich die Ankündigung schreibe. Da wisst ihr, wann ich live gehe und mit was ich live gehe. Ja. Und zu was für eine Uhrzeit. Wir an alle neuen Ausrufezeichen Discord auf meinen Discord-Server kommen. Vielen Dank dafür. Könnt ihr auch mit mir dann schreiben, unter anderem. Genau. Jetzt schauen wir mal, wer denn online ist. Ich weiß es nicht. Oh ja, haben wir Schreibs. Ich hab gehört, ihr habt Bock auf Soul-Spiele, dann werde ich jetzt dann gleich zu der lieben Jess verabschieden. Die spielt nämlich Bloodborne. Wird man wahrscheinlich heuer auch mal spielen. Sofern ein Remaster kommt. Ja. Es ist in aller Munde, dass ein Remaster kommt mit 60 Frames und so weiter, weil Bloodborne hat leider nur 30 Frames. Wer das released hat, der gehört sowieso geschubst, sag ich mal. Genau, die liebe Jess, also aka JJ da Silva, eine Abonnentin von mir, ist oft bei uns im Stream dabei, ein sehr sympathischer Mensch. Liebenswerte Person, schaut bei der auf alle Fälle einmal gern vorbei, lasst da gerne mal einen Daumen da. Der Mr. Side post schon einen Raid-Command, einmal für Follower gibt's einen, einmal für Subscriber, einfach kopieren und bei der Mrs. Jess dann spammen. Vielen Dank dafür. An der Stelle dann auch nochmal an alle Neuen, lasst mir gerne mal ein Following da, ja. Der kostet nichts, der ist gratis, aber mir da schwer helfen. Wir haben jetzt nahe der 100 Follower. Wenn man das vor 6 Monaten wer gesagt hat, hätte ich mir frei weg am Vogel gesagt. Aber freut mich, dass es sich so entwickelt hat. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen wieder mal. Heute waren, glaube ich, wieder einige Leute da. Es freut mich um Bande, dass sie da einfach, das sage ich einfach ab und zu immer mal wieder gern. Das freut mich einfach, dass das gut ankommt, was ich da mache. Und dann mache ich es natürlich auch gern. Ja? Sei dazu gesagt. Hashtag schubst die Community. Gut. Ansonsten einen wunderschönen Sonntagnachmittag, Eng. Bleibt gesund, bleibt sauber. Ich darf mich heute noch in die Nachtschicht schinden. Heute auf Nacht Mr. Day Zero, falls er da ist. Wir sehen uns später. Hoffentlich. Glaube, außer du hast Urlaub, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und ansonsten hören und sehen wir uns irgendwann im Laufe der Woche wieder. Wie gesagt, Ausrufezeichen Discord, da kündige ich es dann an. Ja? In diesem Sinne, ich bin für heute raus, habe ich die Merci nochmal für alles. Wir sehen uns und viel Spaß bei der Jess. Viert euch. Gamer-Batzi, hey, herzlichen Dank für deinen Raid. Na, geht's dir gut? Ist alles fein bei dir? So, ist das geklingelt? Ich muss mal kurz weg. Jo, danke, tschüss. Ja, bevor jetzt hier... Ach, guck mal, da ist der Xio doch wieder. Macht hier schön Modarbeit. Ich bin sehr stolz. Vielen herzlichen Dank. Ich nehme an, der Xio ist direkt wieder aus dem Lurk zurück. Hi, Mozzo, geht's dir gut? Hi, Sai. Gut zu Fuß. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Wie geht's euch? Hattet ihr einen schönen Tag bisher? Ja, danke. Wir haben heute schon viel gemacht. Ah, dieser Fahrstuhl, Alter, der ist halt einfach wirklich nur... Da geht's rasant nach unten. Du musst